für die erste Sitzung nach der Vakanz. Die letzte Sitzung hat ja vorgesehen für den 15. Juli, wo wir sollten als Taxreglement von der Müllabfuhr stimmen. Da hat man da Wien aber noch nicht alle guten zusammen. Dafür September, ja, pardon, 16. September, richtig. Und wie gesagt, da haben wir da Wien und nicht alle guten zusammen. Wir haben mittlerweile die vom Environnement gekriegt, werden aber noch auf die von der Santé, sodass wir das hoffentlich kurzfristig kriegen. Wenn wir das kriegen, dann gibt man mit Oktober, das ist den 15. oder wie viel Oktober ist, das gibt man dann eine zusätzliche Sitzung dann abberufen. Voilà, ich meine, es sind noch Neuigkeiten am Gemeinderat. Heute ist dann den allerersten Gemeinderat, den da live überdrohen geht. Ich meine, wir haben schon ein Zeitchen davon geschwärzt. Und wir haben den Equipment en place, sodass wir das Streaming schon abhaut können machen. Wir hatten natürlich damit gerechnet, für der Vakanz, dass wir nur der Vakanz ein bisschen mehr zur Normalität zurückkommen, dass wir die Sitzungen im Kind zu schüttern aus dem Sitzungssaal halten. Das ist noch nicht der Fall, sodass wir heute mit diesem provisorischen Equipment werden die Transmission machen. Wir werden also aber weiter probieren zu equipieren, für dann nur eine fixe Installation dürfen am Gemeinderatssaal zu, wie dann in Zukunft die Sitzungen heute von daheim aus nachgucken. Wir sind noch das als erst an einer neuen Besetzung am Chefrat zusammen. Das ist vom 1. September heute noch am Klotzing Platz am Chefrat überholt. Und ich meine, den Abend wollte ich im Claude, aber heute eine kurz Gelegenheit gehen, für nach ein bisschen Bewurt zu suchen und dann gibt Nora auch Bewurt zu suchen. Claude, ich gebe dir dann direkt fortgehen, da kannst du nach Bewurt ziehen. Voilà, schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Damen und die Herren. Ich bin ganz froh, dass ich heute Gelegenheit kriege, für einen kurzen Rückblick über bald 3 Jahre Arbeit am Chefrat zu machen. Ich hatte gemeint, ich gebe einen kurzen Rückblick gehen, wie ich dann angefangen habe zu schreiben, muss ich leider feststellen, dass da ein bisschen mehr lang ging. Ich entschuldige mich mal direkt dafür am Anfang. Ich mache das dann noch mal einen kreischenden und einen lachenden an. Natürlich hätte ich gerne geholfen am Chefrat nach so manchen Projekt, und wir werden den Abend nach von Bürgermeister viele Informationen kriegen über das, was noch lebt, zu Ende zu feiern oder nach vielen anderen Projekten abgeschieden zu kriegen. Ich so nicht mehr am Chefrat 3 Dauer, mir sehr an Zeit verflitt. Wir sind noch schon 3 Jahre um. Und aber wir sind noch nach 3 Jahren geblieben, wo ich hätte können am Chefrat helfen, für die Gemeinde weiterzuentwickeln. Aber auch als Gemeindekonseiller hat eine wichtige Rolle. Und auf die werde ich mich dann voll konzentrieren, weiter engagiert und motiviert bei der Stange bleiben. Auf dieser Platz will ich aber besonders die gute Ambiance und die gute Zusammenarbeit am Chefrat hervorheben. Es hat wirklich Spaß gemacht, so zu schaffen, und wir laufen immer ganz nur auf derselben Welle lenkt. Ein bestes Wort ist nie gefallen, und mit verschiedenen Aussichten gehen konstruktiv und fair ausdiskutiert. Ein gemeinsamer Nenner, wo wir immer fand, und so war auch für Frustrationen kein Platz. So müssen da in verschiedenen Leuten immer funktionieren, aber es ist aber leider keine Selbstverständlichkeit. Dafür gebe ich gerne speziell dir Weg, weil ich mit dir am Chefrat angefangen habe, eine große Merci sagen, und ich bin froh über die Zeit, die wir zusammen am Chefrat konnten schaffen. Danach, als der Serge an den Chefrat kam, du warst nicht mit den Neuen, mit der Serge. Das ist Lehrbuch, wie er sich dann noch selber genannt wird. Auch dir, Serge, eine große Merci für die jovial und feine Art und Weise, wie wir uns viele Stunden auf der Gemeinde verbracht haben. Last but not least, dir, Jean-Paul, eine große Merci für den offenen Manier an den Bereitschaft, über Dossier zu diskutieren und gemeinsam Flottlösungen zu finden. Es gab am Chefrat kein Partei, kein Gruppement, mit zusammen, wo wir für das Gemeinde geschafft und alles zugesagt, unser Chefratsprogramm umzusetzen. Wir haben seriös geschafft und als Mission echt geholt. Mir war immer Platz für einen Witz und heute ein bisschen Ironie. Den Humor ist nicht zu kurz gekommen und was hilft besser gegen negativen Stress, wie zu lachen. Natürlich bin ich aber ganz hilfreich über die vielen Sachen, die wir zusammen konnten realisieren. Darunter sind noch ein paar ganz heftige Stoßseen und eine ganz paar verstrickte Affären, die wir teilweise noch jahrelanger Arbeit aufschließen konnten. Ich fange nochmal mit dem wahrscheinlich schwersten Dossier an. Auf jeden Fall mal, wenn ich das Gewicht von Bayer ging vergleichen, aber sicher nicht das sexiesten. Das ist ein Dossier, der nicht einfach gemäht gehen,
an net nëmme well eng Deadline gouf. Wir well den Dossier fir d Gemeng awer enorm wichtig ass. E Schwätzen fir den, wo du noch net geoden huet, vum allgemmenge Bebauungsplan oder PRG. Mat dësem UT oder op Lützeburg Geschirr hun mir d'Entwicklung vun aiser Gemeng klor an der Hand, am mir hunneis mengeneg, wirklich sinnvoll Meier ginn fir d Lebenssqualitäten in aiser Gemeng op Jozenten ze garantiieren. Bauen no nohaltesche Kriterien, awer auch en gewësse Flexibilitéit fir och urbanistisch gut Projekte können ze realiseieren. Dat waren d'Objektiver. Null Wurstum kann et net sinn, mir brauche Wohnraum an soll bezuelbar sinn. Für dës Aufgabe ze lesen huet et ganz viel Stunden mat als Expert gebraucht fir die neidech Dokumente auszuschaffen. A Bal enke soviel Zeit, wo mir dunner mat verbrot, fir die Dokumente am Gemengerot, mat de Bierger, de Kommissionen, ob an Erbesitzungen, Workshoppen oder individuelle Gespräche zu erklären, zu diskutieren an noch anzupassen. Vielen guten Urregungen aus Rechnungen gedroht gehen an flotten, partizipativen und demokratischen Prozess, als es ging, mehr an den hat der Chefrat auch viel Energie und Zeit investiert. Ganz froh sind ich, dass wir als Meier auch beim Personal gehen haben, für das Gemeng gut zu gerieren. Ein Gemeng ist für mich viel mehr wie eine Verwaltung, das ist ein Dienstleistungsbetrieb. Du hast jederin auf seiner Platz wichtig, gut Personal ist wichtig, Information ist wichtig. Viele Taschen auf der Gemeng sind mehr komplex gehen, und das nicht mehr die Gemeng, die ich als Beruf kann tun, also ich vielleicht besser wie einer kann, weil meine Mama auch da geschafft hat. Die neuen Technologien sind für die Gemeng ein Must. Der Bürger hat gerne, und das ist auch richtig, wir müssen da noch viel gucken an der Entwicklung von der Gesellschaft Rechnung drohen. Als Mitarbeiter und zum Teil oder hatten zum Teil ganz viel Experienz und konnten dafür mitteilen. Neue Leute, die wir anstellen, müssen viel Bagage von ihrer Formation aus mitbringen. Dem Wald Steffen, dem Gabi Thomas und auch dem Roger Kaufmann, die während meinem Mandat an Pension gegangen sind, will ich auf dieser Platz noch einmal große Merci sagen. Auf den Schlüsselplätzen wie am Urbanismus und am Umweltbereich haben wir dafür unbedingt qualifizierte Leute anstellen. Du sind als Urbanistin und Architektin Tanja Weles und als Umweltbruder Diana Flies kommen. Die Resultate von ihren Arbeiten könnt ihr praktisch alltag gesehen, sie wird am Reiter, elektronisch oder auf Bayer oder an den Newslettern und auf den sozialen Medien. Mit Publikation also nicht spitzt vom Eisberg, an dem sich enorm viel Arbeit an hoch qualifiziert Arbeit verstoppt. Auch eine Regie feiern als Haut eine richtig Manageraufgabe. Und da haben wir einen kompetenten Mann mit Lux Choros angestellt. In Zukunft werden wir neben den lebenden Arbeiten auch Zahlen haben über die Aufgaben, an wie viele Stunden dafür investiert werden, was für Material das wir haben, weil das wird am Inventarsprogramm geriert. Wir nicht nur was, wo und wie viel können wir da gewohnt gehen, aber auch sicherheitstechnisch relevante Donnerien werden geriert gehen. Wir haben noch 2 neue Gärtner zu enkadrieren, einen Stehmetzer und einen Mechanicier. Da kann ich zum Beispiel als Mühlen am öffentlichen Raum bewundern, die von unserem Atelier selber gebaut wurden und ein gutes Beispiel sind von der exzellenten Handwerksarbeit, die als Leute kapabel sind zu machen. Das sind nur die Kriterien von lokal, nachhaltig und zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Auch haben wir als Verstärkung jemanden über Tadem und noch 2 Leute, die über 50 sind oder 50 plus angestellt. Hier wird Gemeng auch ihrer sozialen Aufgabe gerecht. In das war noch nicht an der Pension, wir haben aber auch schon eine Person für sein Relevé zugestellt kriegt, die Schwätze vom Responsable d'école, Pascal Peters, wo der Steve Back sich brett möchte, für die wichtigen Posten ein Kehr zu überholen. Als ein Agent municipal, der noch mal am Wort Pech hat, kein Problem hat, den Daniel Gialombardo, hat ganz viele wichtige Aufgaben ersucht für Ordnung am öffentlichen Raum. Sie hat das beim Parken oder bei den Hecken. Auch am Umweltschutz ist er aktiv. An Heinz du auch an Notfällen als er sozial NRW. Er sorgt dafür, dass die Gemengereglementer als seine Bereiche respektiert gehen. Damit sind seine Arbeitsstunden gut gefüllt und der Posten als aus der Gemenge nicht mehr wegzudenken. Wir haben daneben für die Verwaltung Leute angestellt, die sich an der Rezeption dem direkten Kontakt mit dem Bürger stellen. Das ist der Ranjit Neumann und der Viktor Neumann. Die 2 sind nicht Familie mit denen, nicht dass Leute eine Familie angestellt.
Auch das Populationsbüro ass man Barbara Cash verstärkt gin, weil den Andy Weber solo exklusiv Public Relations kümmert. Demnächst wird noch nach der Poste vom Responsable von der Conciergerie besat gin, e Posten, dem mir recht rezent am Gemengerot geschaffen. Ich habe ein bisschen ausgeholt und ich hoffe, ich schon okay vergiss. Der Chef hat nicht immer nur nachgewusst, ich habe die Posten am Wasserservice besagt. Mit dem sieht, wir haben eine richtige Strategie umgesetzt, was Ressourcen angeht. Und das möchte sich schon bezahlt, aber wird sich in Zukunft noch mehr bezahlbar machen. Nur so können als Aufgaben als Gemeinde gerecht gehen, quantitativ und qualitativ. Dann haben wir Häuser gebaut. Ein KAF für den sozialen Wohnungsbau. Ein Projekt zieht die Erde und der Hart an der Residenz 50 Plus als Gemeindeproprietär von 2 Appartementen. 2 Häuser am Nähegrund sind angeweiht gehen, auch von den Lokataren bewohnt. Das Haus bei der Kirche, was der Gemeinde gehört, wird neu beleuchtet. An der Schloss Gewern, die 3 Häuser sind am Großöver fermé, Technik also am Gang installiert zu gehen, und die nächste Woche soll es mit der Fassade losgehen. Die 2 Häuser an der Rue de la Montagne, 100 Mengen Gerd, du hast den Rehbau fertig und Stehers abgerichtet für den Dach zu bauen. Den Projekt, den Chantier nicht gut am Blick. Wir haben zwar als Schütter 19 Jahre Terrain gekauft, für ein Projekt zu realisieren, und das letzte Haus im Schöneberg konnte die Gemeinde auch kaufen. Damit gehört der Gemeinde den Terrain für zusammen mit PRP Bertrand Landschaftsstraße bei Schule zu realisieren. Ein flottes Projekt für junge Leute soll am Haus realisiert gehen. Wir wurden also im Bereich Wohnungen ganz aktiv und nur noch hier als Aufgabe exemplarisch erfüllt. Wenn ihr von WEA schwätzt, was die Sanftmobilität geht, dann ist es immer dasselbe Problem. Es muss ein für dich mal den Terrain haben. Der Chefrat konnte mit 2 Familien aus dem Dorf Akkorde finden, die wirklich entscheidend waren. So kann er am Kader von der Erneuerung von der Rue de Village auch das Teilstück vom Velosweg fertiggestellt gehen. Ein grosses Merci an Kehr und Familie Zahme Sauber, die die Konvention mit der Gemeinde unterschrieben haben. Empfehle mir einen grossen Terrain, nämlich den Landrausch gegangen bei der Familie Monitor. Auch hier konnte den Handel fisseleiert gehen, und nicht dadurch können wir ein anderes Projekt realisieren, auf den ich nach dem spät zurückkomme. Auch sind sie auferstanden, den Weg zur Verfügung zu stellen für neben der Bund, einen Weg von der Minzberger an der Parkaktivität zu bauen. Auch ihnen ein grosses Merci für den Entgegenkommen. Ein drittes Projekt mit derselben Familie ist noch am Gespräch. Ein wichtiger Punkt war auch eine Zertifikation am Kader vom Klimapakt. Hier konnten wir uns gut verbessern, aber wir wissen noch genau, wo unsere Schwerpunkte sind. Die liegen hauptsächlich auf der Planung und an der Kommunikation. Bei der nächsten Zertifikation werden wir da viel besser aufschneiden, weil wir einen Service haben, den hilft, diese Aktionen umzusetzen und uns hier auf Vordermann zu bringen. Wir haben also Fuhrpark zu einem großen Teil auf Elektro umgestellt. Auch 2 Elektrovolumen wurden geschafft. Ich meine, als ein gutes Beispiel vorgegangen, und ich meine, wir sind dort wirklich die letzten 3 Jahre gut vorgekommen. Die Planung von der Rue de Senningen ist fertig, und auch hier kriegen wir von der Familie Hoffmann den nötigen Terrain für einen Teil Fußgänger und Velosweg neben der Straße zu machen. Auch das Projekt Rue de Village ist finalisiert, und nun laufen die Arbeiten, dasselbe gilt für die Rue de Mensdorf. Verschiedene Zebrastreifen werden regelkonform belegt. Und nun mit der Rennerkorb eine Photovoltaikanlage und Pavillon zum Minzburg abgerichtet. Ich will auch die gute Zusammenarbeit mit der Kommission hervorheben, die immer an das Projekt mit angebunden wurden. Ganz besonders Fred macht noch ein so kleine Sachen, wie zum Beispiel als Feldwegebemalung, auf den Respekt und Höflichkeit zwischen den verschiedenen Benutzern hinzuweisen. Und die über die Gemengegrenzen raus ganz viel Success hat, auch schon einer Gemenge gefragt haben, ob sie können den Entwurf kreieren, für dasselbe dabei hinzumachen. Auch über das Abfallreglement sind ich ganz hilfreich. Die Initiative ist von Schütter ausgegangen, und wir haben am Anfang mit unserem Klimateam den Grundstein gelöst. Du hast über das Regionalklimateam mit den Gemeinden dran, wir konnten an der Sandweide diskutiert gehen. Am Kreienlohn haben wir ein sehr Reglement über die 4 Gemeinden, was dem Verursacherprinzip gerecht wird, und über die Verweihung lebt, an Fakturation über die Verweihung lebt. Schütter ist ja im Moment die einzige Gemeinde, die überhaupt verweiht und zumindest zahlen hat. Muss sich mal bedenken, dass das die erste Kehr, dass ein harmonisiertes Reglement so abgestellt wird, auch von den Gemeinden umgeholt wird. Auch wenn wir ein bisschen Verspätung am Planning haben, ist das aber eine super Sache. Da wäre ich beim Ausbau vom Recyclingcenter, den den Terra um Landrat gar nicht möglich wäre. Ein wichtiges Projekt, auf den ich mich als neuer Member vom SIAS-Büro besonders freue. Eine Herausforderung für die Besucher vom Recyclingcenter, die auch innovativ und effizient sind,
engem neuen Pomches Ersatzcenter für die CGDs, an eng Gemengen Atelier, eng moderne Gemengen Atelier soll gerecht gehen. Du hat ja bald nach den Urbanistenkonkurs vergiss, wo die Ausschreibung ja klar war, am Melo geschwunden zur Auswertung von der Rechtserfahrung kommen. Auch das, der erinnert dich, wo viel Arbeit, wo jeder Bürger politisch engagiert, auf seiner Platz mit angebunden gouf. Ganz besonders gebe ich nach gerne als Projekt von den Hausplaketten annehmen, eine ganz sympathische Sache, auch für unser Patrimoine ganz wichtig. Dieses Projekt ist auch noch nicht fertig, und es wird nach sicher eine Zweitphase und eventuell eine Drittphase kommen, wo dann noch Leute sich können melden oder geschrieben gehen. Und dann, letzte Woche, unser Programm für die Europäische Mobilitätswoche, was auch ein riesiger Succès war, auch schwer zu toppen, als was wir hier als Programm anzubieten hatten. Die Aufzählung ist sicher nicht komplett, aber viele andere Sachen wurden noch realisiert, angestoßen und geplant. Auch unerwartete Situationen müssen gemeistert gehen, wie zum Beispiel die Covid-19. Ich schließe aber auf und wünsche Nora viel Success an ihrer neuen Funktion. Ich weiß, dass wir weiter eng zusammen schaffen und ich bleibe noch weiterhin disponibel, für zu helfen, wo ich kann. Ich bin überzeugt, dass Nora wird die Aufgabe mit viel Einsatz meistern und ich stehe voll hinter diesem neuen Chefrat. So noch der Gemengerat, eine große Merci für die flotte Unterstützung die letzten 3 Jahre an dem ganzen Gemenge Personal, all die ich schon nicht genannt habe. Einen großen Merci für die gute Zusammenarbeit. Und nicht zuletzt werde ich auch versprechen, auch alle Mattbürgerinnen und Mattbürger, mich weiterhin zusammen mit den Leuten aus meinem Komitee von der LSAP für das Gemeng anzusetzen. So eine Merci für die Nullherstellung. Merci Claude. Von meiner Seite aus, ich meine noch am Namen von den Kollegen aus dem Chef oder eine ganz große Merci an dich. Ich meine, du hast gesagt, wir waren Kollegen am Collège de Bourgmestre Echevin. Wenn es gegolt war, nächst zu sein, da waren wir erst, wir hatten aber immer Zeit, für mal nach heute ein bisschen mehr lüftig auch mal zu schwätzen. Also, es war wirklich eine ganz flotte Zeit. Merci auch für die super Arbeit, die du gemacht hast während den Jahren. Und das, wie du siehst, du warst ja noch dabei. Du wirst auch weiterhelfen, die Projekte zu Ende zu bringen. Aber wie gesagt, wir gehen am Nora Zepter und dann hat dann weiter schaffen. Vor allem Nora gebe ich dann auch die Wort, für das hat dann noch ein paar Worte Kasoen. Hat für dann Zukunft Ressorten Umwelt und Energie, Landwirtschaft und Forstwirtschaft, die Welt vom Claude, Verkehr, Transport. Mir hat gerade aber auch Chancengleichheit, die ich bislang hat, an Soziales wird mir zwei teilen. Und dann wird Sicherheit geht, die geht rüber bei des Herrsch, die kümmert sich dann mit ihrem Pumpchen an Police an die ganze Sache. Voller Nora, da gebe ich dir die Wort auch kurz geben. Also guten Abend. Für uns will ich alle liebe Kollegen vom Schaffen und Gemeinderat, liebe Mattbürger, große Merci sagen, dass die mir vertrauen für 3 Jahre bei den Wahlen und nach ein Jahr beim Vote für meine neue Funktion als Chefin ausgesprochen hat. Wie ihr vielleicht wisst, lesen ich oder der Claude auf an dieser Funktion, so wie wir am Koalitionsakkord festgehalten hatten. Ich ergreife dann noch direkt die Occasion, für den Claude Merci zu sagen, für seine Energie, sein Engagement, seine Ideen und seine Zeit, die hier als Schaffen auf viele Projekte gestartet hat, die zum Wohl von unseren Mitbürgern und unserer Umwelt beitragen werden. Viele von diesen Projekten sind umlaufen oder haben sogar schon hier Früchte gedroht. Ich gehe nicht mehr darauf an, weil den Claude sich schon abgezählt hat. Andere Projekte sind in Planung oder auf der Startfläche, genau auf der Schiene, und ich will es weiterzuführen. Aber ich voll für die Rundreibe von der DUSA Mobilität, der Realisation von weiteren Velosphären, der Startschuss für das neue Ressourcencenter, die Umsetzung von den Maßnahmen für den Schutz von den Quellen, die Realisation von weiteren naturnahen Grünflächen, wie auch für den sozialen Wohnungsbau, die Realisation vom neuen Dorfkern, den Schulausbau und so und Rüssig für ein paar von den angefangenen Chantieren zu nehmen. Am direkten Vergleich mit dem Claude habe ich vielleicht nicht die nämliche Experienz an der Gemeindepolitik nach die durchgebundene Fachkonnaissance. Aber das wird mich nicht davon auffallen, voller Energie, Motivation, Optimismus und Engagement, diese neuen Challenge umzuholen und all das wichtige Projekt weiterzutreiben. Für den Anfang von meinem Mandat ging ich also bitten, nicht so streng mit mir zu sein, und ein bisschen Geduld mitzubringen, weil ich mich schon recht nur an all Dossiers erschaffen muss. Auf meiner Seite bringe ich meine guten
Menschenkenntnis, mein Ausdauer, Optimismus, Toleranz und Elan sowie frischen, farbischen, unkonditionierten, ein bisschen femininen Touch mit. Merci. Voilà, merci Nora. Ich meine, dann haben wir eine Kollegin am Chefrat. Das ist schon flott, dass da noch eine Frau dabei ist, die vielleicht Sachen dann noch ähnlich gesagt wie wir Männer. Das kann dann auch ein Plus sein. Voilà, ich meine, da komme ich zu dem, zum André Courrier. Ich meine, dass vieles geschieht seit der letzten Sitzung, die war den halben Juli. Der wichtigste Punkt, ich meine, Schulrentrée war der 15. September, die ist ganz gut verlaufen, aber dadurch nicht mehr, weil sie auch ganz gut vorbereitet war. Ich meine, da ist Schule schon eine Prä-Rentrée organisiert für die Kinder aus dem Präkos, die Spielschule an der meisten Schuljahr, sodass die schon konnten den Tag für drun ein mit den Eltern an die Klasse kommen. An den nächsten Tag als wirklich alles ganz reibungslos verlaufen. Die Kinder sind an die Schule gegangen, dann ist alles so ruhig aufgelaufen, wie wenn sie die letzten Monate so gut nicht gemacht hätten. Ich meine, das hat gut geklappt. Wir hatten ein kleines Problem am Anfang mit der Kapazität vom Bus am Lehebier. Ich meine, da waren bemol ganz viele Kinder dran, was natürlich flott ist, weil viele Kinder dran sind. Aber wir haben da ein kleines Problem, dass da kein großer Bus gedreht kriegt, dass man dort mit einem Bus, einen Zwei-Achse-Bus können durchfahren. Im Moment fährt da ein Navet dann auch noch zusätzlich durch den Leihebierg. Wir gucken, für da eine Lösung zu finden, für die Kinder dann alle guten Rum auf den Bus zu kriegen. Am Anfang hatten wir auch ein bisschen durch einen verhalen, wie Wallo kann, denke positiv getestet gehen. Da waren verschiedene Instruktionen. Maison Relais hat nicht 100% dieselbe wie die Schule. Ich meine, da war auch durch einen, da tut auch Matkrit an den Medien, das tut nicht alles klar, aber das ist aber alles geklärt. Wir haben noch zwei Säle, falls eine Klasse muss isoliert gehen, das heißt, wenn eine kann positiv getestet ist, muss kann schon daheim bleiben mit Klasse, soll dann noch nicht mit in einer Klasse gemischt gehen. Da haben wir zwei Säle vorgesehen, wo wir die Kinder können in dem Moment hinsetzen und auch muss noch gucken, wie man die Kanner dann versuchen, weil ich meine, wenn morgen ist das kann auch nicht gedreht, direkt mit das kann sicher kommen für Mitte ist, dass man dann noch muss gucken, ob man es den nächsten Tag die Kanner halt verpflichten. Wie gesagt, das ist eine riesige Organisation, das lebt alles, das gesagt alles ganz einfach aus. Aber ich muss sagen, das war eine ganz lange Vorbereitung, auch ganz Lehrpersonal, Personal von der Maison Relais, von mir aus eine ganz, ganz große Merci an Sie. Weil sie hatte schon bei der Rentrée am Juni haben schon immens Arbeit gemacht an das ja auch und dafür hat das doch so ganz gut geklappt. Ich meine, du doch gesehen, stehen hier Containern am Hafen, 2 Stück. Da so da sitzt den Pascal an den Steve, die 2 sitzen an den Container, weil wir zusätzlich Büro neu gebraucht haben an der Schule und weil wir auch von tun, dass es nicht schlecht wäre, wenn den Akkuilo an den Büro und draußen gemerkt wird, die Leute gehen mir an die Schule vorbei, die Eltern gehen, die können, geht bei sie an ihre Container, die bleiben so lange stehen, bis hier und drunten den Ausbau fertig ist. Das wird auch umgehen in nächster Zeit, und das geht aber mit nächstes Jahr, bis das fertig ist. So lange sitzen sie dann für an den Büro, die wir am Hafen. Voilà, dann über den ganzen Sommer auch, was die Wasserversorgung angeht, da hat mir über den Sommer keine Kapazitätsengpässe mehr und das ist schon relativ gut gepackt. Ich meine, einerseits waren zwar viele Leute, die daheim waren, auf der anderen Seite waren aber auch dafür an der Sonderaktivität, wo Männer gebraucht gehen, sodass wir da keine weiteren Probleme hatten. Wir hatten noch am Juli auch heute Projekt von den Bohrungen für die neue Quelle, also die Aalquelle am Bielergrund, gestimmt gehabt, wo man solle ja nicht der Straße durchbohren, Quellefassung neu machen. Da haben wir auch die Autorisation gekriegt, sowohl vom Environnement wie auch Permissionen von der Ponce Chaussee. Da sind wir am Gang offen und zufrieden, sodass das Projekt dann auch demnächst kann laufen. Dann ist auch das Projekt Quellenschutz, ich meine, mit dem waren wir auch ein paar Mal hier. Quellenschutz, die Ausweise von den Quellenschutzzonen, waren wir 2 Mal hier, wo wir Kredite gestimmt haben, für sich die ganze Prozedur zu finanzieren. Ich meine, wir haben als Gemeinde Schütter darauf gehalten, dass das ging 4 Uhr gehen. Wir hatten da ein bisschen die Initiative überholt, dass wir dann aber gesagt haben, dass ein Animateur für die Quellenschutzgebiete angestellt gehen, der sollte beim SIAS angestellt gehen. Und der SIAS, den also am Gang, die Leute zu überholen. Und, wir sind noch am Gang zusammen mit ihnen dann eine Konvention zu präparieren, die von all den Wasserversorgern dann soll unterschrieben gehen.
was die Verhole von den Kästen angeht, von dem ganzen Projekt, an die Umsetzungsmaßnahmen am Quellenschutzgebiet, die Schutzmaßnahmen, die sollen noch laufen. Voilà, ich meine, die habt ihr alle gesehen, nachdem wir am 10. März ein paar Minuten ruhig war auf den Chantier, sind wir aber überall gut angekommen. Chantier laufen, der Rue des Sandpfeiler, meine Statue der gesehen, da hat man zusammen mit der Kreos und mit der Post verschiedene Reso verstärkt. Wir hatten ja gesagt, wir geben noch den Belag nehmen, der war an einem ziemlich schlechten Zustand. Die Chantier ist aufgeschlossen, was da habe ich dann noch geht, da geht just an ein paar Wochen ein Grenage gemacht, das heißt, das geht aufgeschlafen, den Belag, wir dafür mussten eine Zeit leihen, und da kriegt er mir ein flott groß Farbe, da bleibt er nicht so pechschwarz. Und da geht Markage noch definitiv gemacht. Im Moment sind Markage nicht mehr provisorisch, wenn der da durchführt, dann die Erklärung ist einfach, dass für dich muss die Grenage noch gemacht gehen, ihr dann definitiv alles zeichnen. Bei Rue du Village, da kommt auch gut weiter, da hast schon einen großen Teil von der Reso gelöst gehen, das lief doch gut. Dann den Trottoir zu der Rue de Mensdorf zu evasieren. Ich meine, da geht es doch 4 rund. Da haben wir größtenteils schon 4 Congé gemacht. Sie kommen auch schon auf 4 Richtung Kreuzung. Die Landeren, sie so weit weggeholt gehen. Robby, ich meine, du kannst mir das bestätigen. Du hast den Chantier voller Mehr. Übrigens auch merci und dich, weil du mich sieht mir das gut, dass der Robby da auf der Platz ist. Ja, da doch ein bisschen mehr zu halen. Wie gesagt, das geht 4 und die Landeren, die neuen Luten stehen da. Da ist aber so, die Käpte, die auf den Luten sind, die sind dann immer provisorisch. Die Luten sind so geliefert worden, dass ein Tipp Lut, der von Point Chaussee als proposiert worden ist, mit sind die falsche Käpte drauf, die waren nicht disponibel, wie wir sie bestellt haben, und die werden aber nur geliefert gehen. Ein Trottoir im Neuhäuschen, da lief der Chantier auch an, und den Neuhäuschen, sodass das auch demnächst lassen. Dann der Wëlos wird minst an die Ranwen von dem Moselang schon schwätzen, do ass zur Mission abgemerkt. Normalerweise als Firma Entra Paulus, die den Chantier soll machen. Da sind wir aber noch am Gangen zu warten, dass die Adjudikationen da sollen genehmigt gehen. Sobald die Adjudikationen genehmigt sind, dann geht der Chantier las, das müsste nach 4 Ende des Jahres sein. Und dann hat man auch heute in der Wie gestimmt für Belichtung vom Fußballsterrain. Auch da war der Claude die ganze Summe der Hand hat. Da hungen wir ja nur ein bisschen, weil die Leute nicht zur Zeit herbeikommen sind. Das kriegt man dann aber auch nach hin. Jetzt Saison richtig losgeht, dann ihre Dove sind wir Friedeistraße, die Stadt ist auch installiert. Die sind noch aufgeholt in die Leute, sodass das tiptop auch funktioniert. Dann FC Minsk auf jeden Fall nicht kann so und liegen in die Leute, wenn man nicht so richtig ausgeht. Voilà, und dann haben wir nächste Woche für die Point Chaussee Raclage machen, und zwar hier zu Minzbüch, zwischen dem Rondpoint, also nicht dem Rondpoint, zwischen dem Haft-Molitor an der Ofen der Zone d'Aktivité. Ich meine, die hat alle gesehen, der Belag ist da ziemlich futti. Wir haben wohl ein Projekt für die ganze PHP, Klappen mit der Familie Molitor dort zu realisieren, und noch den Regenrückhaltebecken an der Visto vis-à-vis vom Smatsch zu bauen. Aber Point Chaussee hat gesagt, wir müssen das hier provisorisch flecken, weil wenn wir noch Revant der Tote so silosen, dann machen wir das alte Belag nicht durch. Und die Arbeiten, was den Haftmonitor geht, da hängen wir auch eine Autorisation. Das ist nicht für Sie, aber vom Regenüberlaufbecken vom SIDAS. Da muss man auch eine zusätzliche Autorisation vom Wasserwirtschaftsamt kriegen, was die Verleih von der Baro geht. Müssen wir auch geschworen haben, aber zur Mission hat schon sollen am September sein, da sind wir ein bisschen dran. Und an der geht auf die Straße aber gefleckt. Von dann nächstes Jahr, mit anderem da abrappen, wird die so was wursteln sie mit, geht nicht ernst. Die werden noch schüss drüber 6 cm aufreißen, das heißt, das gibt keinen richtigen, nicht die ganze Belag erneuert, wie das normalerweise gemacht wird. Wie gesagt, wir müssen das machen, weil ich meine, jeder, der da durchführt, der merkt, dass der Belag nicht mehr ist, wie sich das vorstellt. Von der Rue de Senningen, auch eine Straße, wo wir schon lange dafür schwätzen. Da haben wir über die Summe hat eine Entrevue mit allen guten Proprietären. Wir sind da eins mit ihnen. Was die Prisen geht, haben wir den Akkord von den Proprietären, ob man alles, was dabei ist im Territoire ist. Und das heißt,
dass wir da können de Projekt hier bringen. Der Dienst wird lo nach Astin paar Diskussionen, was der Kanal geht. Da sind nach Diskussionen, ob man den Trendsystem da soll lehnen oder nicht. Ich meine, ihr wisst alle gut, wir haben da eine Pumpelstation, die auch muss frisch gemacht werden, weil wenn es dick regnet, läuft die Pumpelstation über, den ganzen Dreck lief an Wiesen. Da war ein Bauer, den da Vieh hat, den hat schon ein paar Stücke, also ein paar von seinen Beisten müssen verbrannt gehen, weil sie nicht mehr konnten, weil die Parasiten hatten, die durch eine Pumpelstation, durch den Auslauf da kommen. Wir müssen aber gucken, wenn wir wollen, nämlich nur, dass Überflächewasser die Lachen raufkehren, die wissen alle gut, da sind nicht noch Engpässe, da muss man da nach Lösungen sichern. Wie gesagt, wir werden eine Entrevue haben wir für den nächsten Monat, das ist für den Oktober, mit dem Büro, den die ganze Sache präpariert, sodass wir für ein Ende des Jahres auf jeden Fall das Projekt von der Rüden Sendungen auch hier auf den Tisch werden legen. Kläranlage diskutieren wir auch schon lange. Für die dann neu zu machen, da geht es auch für uns. Ich meine, da können also Bewegungen an den Dossier kommen. Die hat gesehen, der Chantier für die neue Schlammbehandlung, die nicht angefangen, den also eine Zeit am Gangen. An Terrassementer für die Schödungsteiche, die sollen auch am Oktober angehen. Das heißt, die gehen da, die Seite der Autobahnsbrück, gehen dann die Weiheren ausgebaggert. Das heißt, die ganze Schlammbehandlung, die müssen vorgezogen, weil da Probleme waren. Da hat man schon ein paar Accidente, die noch gut ausgegangen sind. Aber das war nicht, das tut einfach ein bisschen vorgezogen, sodass die Chantien auch laufen. Am Moment meine ich also ein bisschen mehr Ruhe, wie das am Flughafen nicht der Betrieb ist wie sonst. Wir müssen dann gucken, für so sehr wie möglich dann die Kläranlage durch immer Stand zu setzen. Ich meine, das ist ein Chantier, wir haben schon gesagt, das ist ein Chantier von 150 Millionen, von denen noch 7 Millionen für Schritte sind, die wir dann noch werden müssen über die nächste Zeit dann am Budget, an unser Budget vorgesehen. Was die verschiedenen Regenrückhaltebecken angeht, ich habe just gesagt, da sind wir auch überall an der Endphase von der Planung. Den heute zumindest vis-à-vis vom Smatsch, die sollte ja schon ausgeschrieben gehen. Das wird aber die nächste sind, die ausgeschrieben wird. Wir sind noch zumindest bei der SIR, haben wir 2 Stück von den zumindest bei Bivasieren, 14 2 Stück, die geplant sind zu Bivasieren nach Naren, wo doch Fero geht. Das ist zu Schütter, den den Häuser, da wo man ein bisschen problematisch ist, wo man auch nach Autorisationen vom Environnement brauchen. Wie gesagt, alle die Projekte, da sind wir da mit das nicht immer einfach für die Autorisationen dann zu kreieren. Haut mein Schüler auch gesehen, dass überall an der Gemeinde, wo Parkplätze waren, da waren so Nummern dabei geschrieben gehen. Da standen noch Leute, die überall für zu gucken, wie die Parkplätze besetzt waren. Ich meine, wir haben schon für eine Zeit gesagt, dass wir wirklich mussten ein Konzept geben, was Park genug geht. Wir hatten viel gesehen, das soll am März, April, sollten wir da eine Zählung machen. Wie du alles zu war, hat natürlich keinen Sinn, für da Kontagen zu machen. Wir haben gesagt, wir verlieren das dann auf später. Lo Diskussion machen wir lo, weil trotzdem nach viele Leute am Teletravail sind, in der Sonderaktivität, ich merke den, dass Parkplätze nicht alle besetzt sind. Wir haben gesagt, wir machen lo, ich meine, relativ ungezogen, merke den, dass viele Leute im Schaffen gehen. Wir werden dann anfangs nächstes Jahr keine Kontrollzählung mehr, wann das nötig ist. Wie gesagt, wir werden das ausgewertet. Wir hatten auch schon Diskussionen für Parking zu limitieren an der Rue du Château. Das fängt halt gut, das ist ein bisschen mehr problematisch. Aber das kann es klar, tut keinen Wert, irgendwo etwas zu machen, an Probleme an irgendeinen anderen Eck zu drücken. Dafür haben wir gesagt, wir gucken, analysieren ganz gemeng, gucken alle gut Parkingen, werden ja nur Parkingen definieren, wo ein gratis kann parken, aber auch Parkingen, die reserviert sind für die Parking residentiell, respektiv gucken, was wir Parkingen vielleicht wegfallen, an was wir mehr nutzen können. Zum 30, die Luchio und schon mal gesagt, die Leute bei Point Chaussee, die ist so weit aufgesehen, da müssen wir auch den Akkord kriegen, wir werden also am Büro d'études diesen Monat gesehen, für Dorlo dann weiterzuführen an dem Projekt, sodass wir den dann noch finalisiert kriegen, für heute auf den durchzubringen. Dann den Urbanistenkonkurs für den Dorf, der Claude hat schon davon geschwärzt, ich meine, den ist am Laufen. Wir haben 19 Projekte in Rakrit, die Präjury, die haben die kontrolliert, haut August war es zusammen, und letzte Woche war es 2 Tage zusammen.
Das ist alles wie klar. Ich meine, sie just sie, die Projekte gesehen und doch sonst kein Mensch die Projekte nach gesehen. Sie waren am Sitzungssaal angesperrt, für das zu analysieren. Sie haben die ganzen Projekte geguckt, für zu so Punkte sind erfüllt. Also sie werden einen Rapport machen, den Member vom Jury dann zugeschickt kriegen. Das wird am 7. Oktober kriegen die Member vom Jury die geschickt. Am 15. und 16. Oktober wird dann die Jury zweidig Summe kommen, für dann die 3 Projekte rauszusichern, unter den 19, die wir dann kriegt. Ich meine, der hat doch alle gesehen. Das Gemenge hat man auch beim Bauherrenpreis als Kräger geschickt. Ich meine, wir hatten am Anfang nicht direkt damit gerechnet, dass wir da Chancen hätten. Wir fanden das aber flotte Projekt, wir den aber Kind weisen. Und wir sind natürlich immens stolz, dass wir Lodo aber zwischen 37 und 31 Projekten aber rausgewählt gesehen. Und je von 2 Bauherrenpreise auch gekriegt haben. Und wir haben den Bauherrenpreis auch gekriegt, einfach weil wir ein ganz einfach, aber flott und funktionelle Struktur gebaut haben. Und ich muss auch sagen, das Motto war am Anfang Zusammenarbeit durch den Bauherr, an dem Architekt, an der Firma. Und da hat mir auch alle, die dabei waren, wie dieses Projekt gemacht haben, muss ich sagen, das war wirklich eine flotte Zusammenarbeit. All die mitfahren, ob die gucken, wie das gebaut ist, das war wirklich flott. Wir haben sowohl mit der Maison Relais das entwickelt, mit dann den Gemeinderat zusammen mit dem Architekt ist da geguckt. Ich meine, das ist ein ganz flottes Projekt und wir sind wirklich stolz, dass wir den Bauherrenpreis dafür gekriegt haben. Dann haben wir noch den Plan Kommunal d'Integration. Da waren wir auch ein bisschen ausgebremst gehen. Ich meine, da haben wir das letzte Jahr an der Sitzung gesagt, in der Wie gestimmt, für Lodo Ferien zu fahren, wo wir auch gesagt haben, wir gingen dann probieren den Plan Kommunal d'Integration. Da gingen wir dann noch den Plan vom dritten Alter probieren, parallel mitzumachen oder alles an den Plan zu integrieren. Ich meine, das ist die Diskussion, die man da muss feiern. Das letzte Woche war aber den Komitee de Pilotage vom Plan Kommunal d'Integration zusammen. Und wo wir auch ein bisschen festgelegt haben, was die Marschrichtung ist. Und wir haben auch 3 neue Members gekriegt an die Komitee de Pilotage. Das sind Members von der Kommission von der Familie, Jugend und dem dritten Alter, die dann auch dabei sind, für dann noch hauptsächlich auch den Volley dritten Altersplan aufzudecken. Und ich meine, die Leute sind alle gut ganz motiviert, für darin weiterzuschaffen. Und wir werden der nächste Schritt wird auch dann sind im Gemeinderat mal das präsentieren, wird also ausgeschafft ist bis heute. Und dann der Jugendkommunalplan, der hat Morin 2014 gemacht, den haben wir mal aus dem Tirang geholt. Und wir werden auch gucken, für den eigentlich mit der Jugend zu verschaffen und auch noch den oder anderen umzusetzen, respektive anzupassen, auf Personen, die dann geändert haben und heute da sind. Dann schafft man am Moment auch verschiedene Anpassungen von unseren Reglementen, was Bauen angeht, weil da haben wir einfach festgestellt, wie ich ja immer gesagt habe, da werden verschiedene kleine Quacken kommen. Da haben wir festgestellt, dass verschiedene Terrain da immer sind, die am Moment nicht zu bebauen sind, mehr durch den neuen Bebauungsplan, sie wird durch, weil sie zu gehen sind, sie wird, weil sie eine Form haben, die nicht an die allgemeinen Regeln passt. Und sind auch Sachen, die sind kompliziert geschrieben, die schwer zu explizieren sind. Da haben wir ein paar Änderungen, die wir und Kommission Aménagement gehen, für dass die dann die auf sind. Und dann wird man mit denen hier an den Gemeinderat kommen. Dann als Sache Bauen, da haben wir also doch nicht einfach auch eine Problematiken, die bei uns durchkommen. Ich meine, durch das Gesetz vom Dezember 2019 ist es möglich, Zimmer zu verlohnen. Und das könnte immer mehr ab. Wir haben immer mehr Leute, die dann Zimmer verlohnen, die sind nicht geschenkt, die Zimmer. Und wir haben aber mal das Populationsbüro geguckt, dass wir das aber ganz seriös kontrollieren können. Ich meine, in Zukunft, wo wir überall geguckt, wo Leute dann Zimmer verlohnt tun, dass wir von denen Questionnaire kriegen, das ist ganz klar geregelt, was die müssen bringen. Du musst für die Sicherheit gesorgt sein. Ich meine, da steht am Gesetz und am Reglement die oberste Bestandsschutz mit Müll und Neue, wo Leute zu kommen, wo wir auf verschiedene Fälle die Leute, die zu kommen, ob der Register d'attente sitzen, wir melden sie nicht tun. Wir waren das war die Kirche, waren als Service Urbanisme, mit dem Populationsbüro, mit dem Responsable vom CG10. Haben eine Visite gemacht, da wird ganz klar festgelegt, du musst Feuerlöscher sein, du musst Notausgang sein.
was natürlich auch alles nicht da war, wo man lo proprietär gesagt haben, wir melden die Leute nicht bis lo wirklich die Zimmerin an der Reihe sind. Und sind zum Beispiel Löwen eng meerwurchte Stadt muss noch Notausgang sinn. Wir werden do aber wirklich ganz gut, also ganz seriös dat kontrollieren, weil mir hun an der Vergangenheit gesehen war so ein Haus mat enger isoléier Fassad brennt, wie man zumindest bis lo kürzlich hätten. Dat Feuer geht von engem stark op den Näne an, kann net sinn, dass du be Leute ist von Zimmer wohnen, wo absolut keine Sicherheitsmaßnahmen geholgen sind. Der Robby lacht. Wir werden noch bei all die kommen, die schon mir lang so Zimmer verloren. Auch an die wird man gehen, die kriegen einen gewissen Delay für sich auf Stand zu setzen. Und dann werden wir das auch klären. Da sind wir natürlich auch auf das Problem vom Verloren über Airbnb gestoßen, was auch immer mehr Problem gibt. Ich meine, da haben wir einen Fall, wo dann außerhalb vom Perimeter Chalet, den außerhalb vom Perimeter Leid verlangt wird, vom überhaupt nicht kontrollieren, was Sicherheitsmaßnahmen angeht. Da sind wir schon über Jahre am Gang. Da haben wir wohl Kontakt mit dem Ministerium der Landheere abgeholt, für die Sache aber mal zu klären. Ich meine, da war eine Gemeinde am Land, die hat ein Reglement geholfen, für mal da auch das Leute müssen ummelden. Da waren die Diskussionen. Wir werden dann mit dem Ministerium diskutieren, weil da geht es erstens die Frage von der Sicherheitsabklären. Ich meine, das ist ganz klar, weil das Gesetz, weil die wird Zimmer, die verloren, die von den Zimmern verloren, da ist klar, weil die von Sicherheitsabklären muss anhalten, was bei Airbnb aber nicht ist. Die Stücken Zimmer verloren gehen, da als Jurist, also da weiß ich nicht, wie das geregelt ist. Dann ist es aber so, dass man so Häuser an Zimmern, die verloren gehen, wir sehen, dass du Appartements oder so kauft, für über Airbnb verloren zu gehen. Da geht natürlich Wohnungsraum verloren. Ich meine, wir kriegen, dass die Türen keine Häuser mehr finden, dann geht so verloren. Das trägt natürlich auch zum Verdreieren ganz klar auch bei vom Wohnungsraum, weil wir da investiert wird, an die WTW dann Geld gemacht wird, dann sind natürlich die Wohnungen nicht da, für zu verloren. Aber schlussendlich muss ich auch so, wir kriegen als Gemeinde, als ein ICC, eine Dotation, kriegen wir auch auf Basis von unserer Population an alle Anwohner, die nicht hier angemeldet sind. Ich meine, du gehst 3.000 € pro Jahr leicht nuss. Und wenn ihr aber guckt, am Moment sind wir dann ganz grob, also wenn immer mehr dann so verlangt wird, über die Weg von Airbnb, das kann die Gemeinde nicht einfach so tolerieren. Ich meine, du musst den Landtag, also respektiv, du musst die Regierung vielleicht auch gucken, für das zu regeln. Ich meine, der Staat, an der Stadt Lützeburg war ja auch Diskussionen darüber, da sind wir auch an Diskussionen. Voilà, die hat auch gesehen, dass wir die letzte Flyer in all Haus verteilt haben, wo wir als Gemeinde dann noch einen Abruf gemacht haben und die Leute, dass wenn ihnen etwas verkaufen, dass noch der Gemeinde einen Propos möchte, wann Herren oder Häuser verkauft gehen, weil ich meine, wenn wir wollen weiterhin noch subventionierten Wohnungsbau machen, sollen wir auf den Weg gehen, für dann noch mal so Häuser zu kaufen. Wir sind auch in Kontakt mit dem Fonds Logement. Ich meine noch, dass nach SPM, da kommen wir ja noch ein drauf, mit denen haben wir auch ein Gespräche, wo die auch bereit sind, so Sachen für die Gemeinden zu machen, und sie nach anderen Träger. Ich meine, wir wollen da wirklich gucken, mit den öffentlichen Trägern zusammen dann da flott Projekte zu realisieren. Voilà, dann war das seit der letzten Gemeinderatssitzung vom 15. Juli, wird wir dann nach vor Rendezvous. Ein erster war den 16. Juli, da war eine Reunion von der Kommission aéroportuaire. Ich meine, der hat alle gute Matt gekriegt. Wie der River war am Konfinement, haben wir ein größeres Problem mit der Sportfliegerei. Und wir hatten noch relativ viele Reklamationen, wo die Leute gesagt haben, wenn die Flieger noch Osten starten, dann drehen die immens kurz über Sieren, River Alschette. Und ich meine, das hat jeder von euch gesehen. Wir haben das an der anderen Punkt ob nur du Jour gefragt von der Kommission aéroportuaire, wo wir gesagt haben, wir wollen aber wirklich als Gemeinde den Punkt am Nord du Jour, da das da diskutiert gehen. Ich war da der Vertreter von der Gemeinde an der Kommission und die noch gesagt, dass unbedingt die Charta, die 2008 in der Schrift gegeben war, zwischen den Ureinern vom Flughafen an den Sportfliegereisvereinen, der Aviation, also der Aviation Civil und der Aviation kommerzial, dass die Charter mis da gehalten. Ich meine, da war ganz klar Route festgelegt, wem ist geflogen an was zu respektieren, wie
do also mich noch gefrot, dass man so eine Arbeitsgruppe ersetzen, für das auch kontrolliert. Das eine Arbeitsgruppe, der auch ein bisschen kontrollieren. Und natürlich auch gesagt, wir müssten gucken, dass die Prozedur dafür heute zu starten Richtung Osten, dass die aufgeändert geht. Das war auch ganz positiv. Du hast auch direkt die Arbeitsgruppe angesagt gehen, die war auch schon ein Jahr zusammen, für zu gucken, wie es geht mit der Schacht, für Wertlo muss gemerkt, für die Schacht anzuhalen. Ich hatte auch an der Dinge gefroht an der Kommission aéroportuaire, dass die neue Assoziation von Schütter, die sich da gegründet hat, dass der auch soll an die Kommission aéroportuaire mit beigeholt gehen, für dass der auch die Interesse von Schütter von Neuheischen der Kinder da vertreten. Da tun wir dann auch zugesagt gekriegt. Das also ich meine auch die Interessevereine, die haben auch ganz viele Reklamationen rangeschickt und Dana, die hat auch ein Internetseite angerichtet, wo ELO kann Reklamationen ranschicken. Und also nicht, dass die Reklamationen rangeschickt werden, und dann gehen die irgendwo aufgespeichert. Wir hatten mitten nach einer Reunion, da war Vertreter vom Interesseverein Schotter Straße dabei. Und das ist so, dass die ganzen Reklamationen ganz seriös traktiert gehen. Sie haben ein Notiz, wo sie das angehen, wo sie genau gucken, was für Reklamationen sind das, wo sind die Flieger geflogen, das gucken sie alles noch. Also sie gehen die dann noch in die verschiedenen Instanzen führen. Das wird ganz professionell gemacht. Und ich meine, da diskutieren die wirklich auch ganz klar auf Basis von Fakten, die auch abgeholt sind. Und, sodass du auch dann den Diskussionen könnt zwischen den Sportclub, zwischen den Leuten, die rund um den Flughafen wohnen. Ich meine, das ist alles auf einem ganz guten Weg. Was dann die Prozedur angeht, für Richtung Osten zu fliegen, da war es so, da ist die Prozedur geändert worden. Du hast gesagt, wenn die Flieger auf 1700 Fuß sind, können die drehen. Und dadurch könnte das fast entlässt ihrer Kraft getruden. Wir haben zwar richtig gemerkt, wie gut wir da war, wie sie mal hingeflogen sind, und besonders auch am Konfinement, wie hauptsächlich Cargolux geflogen ist. Da ist es so, dass du hier gesehen hast, dass die Flieger mehr hoch müssen sein, ehe sie können drehen. Das ist die Reglementation also an der Prozedur, sodass dass sie als gesagt haben, dass man voraussichtlich am Februar 2021, dass die dann viel mehr weiterem Richtung bis Hanna die Versiere fliegen und dann dort drehen, wo sie nicht über eine Ortschaft fliegen. Also ich muss sagen, die machen ein ganz professionelle Arbeit dort an. Ich meine, von hier aus, aber hinten noch mit dem Direktor, dem Herr Chlori, ganz dicke Merci, weil wir haben wirklich mal Fakten, also noch Gemengen immens unterstützt, für dass da etwas geschieht an der Sache. Ich meine, den Comediesplan vom Flughafen, der geht ja an Prozedur, der geht überschafft, und an dem Kader von dem Comediesplan wird mir als Gemeinde auch ein Avis aufgehen, die werden an eine Umweltkommission gehen, denn Dan Flieser als ein Umweltbüro, der kümmert sich darum, und der Gemeinderat wird ja auch da ein Avis aufgehen dazu. Dann haben wir den 27. Juli, hat der Chefrat dann noch eine Reunion, auf Wunsch von der Bautenkommission waren wir bei Sie. Sie hatten ein paar Bedenken, was Projekte angeht, die in Zukunft können gebaut gehen. Ich meine, wie Sie die ersten Projekte gesehen haben, innerhalb der Hauptstraße, wo Sie gesagt haben, ja, das dort ist aber riesig, wir können nur 3,5 Niveau da bauen. Und auch was Zeitenaufstand angeht, ich meine, wir waren dabei hin und haben ihnen aber erklärt, dass sie nicht viel mehr bauen wie für drunten, dass wir teilweise sogar mehr restriktiv sind, zum Beispiel keine Garagerampen an der Seite aufstellen, alles. Und ich meine, nur als Diskussion mit ihnen waren sie aber ein bisschen beruhigt. Wir haben ihnen noch gesagt, dass es wichtig ist, dass wir in einem Strang ziehen, dass wir wirklich proper Flottgebäude dahinter sitzen. Und auch verschiedene Höchsten. Wir haben ihnen gewissen, dass schon ganz viele Häuser im Moment 3 Stück haben. Ich meine, wenn in der Rez-de-Chaussee guckt, dann 2 Stücke und dann oft haut das Ritre modern. Früher war da einfach am Dach zimmern, sodass da gar nicht so viel mehr gebaut wird. Und ich meine, es war eine ganz gute Reunion mit ihnen. Und ich meine, wir konnten sie auch beruhigen da an der Sache. Ich meine, sie haben auch gesagt, wir haben das für Druck gesehen, wir hatten ein Avis aufgehen. Wie bin mal da dann neben einem alten Haus von dann ein Projekt von einer Residenz könnt, gesagt, die juste Plan. Ich verstehe, dass das dann ein bisschen erschreckend ist. Den 29. Juli, da hat man dann hier ein kleine Feier, wo man natürlich am Respekt von den ganzen Covid-Regeln 14 Plakaten verdeelt haben, mit Hausnehmen
die haben verschiedene Bierger verdeelt, die dann die Plakaten und die Häuser hängen. Der Claude hat es schon gesagt, das ist ein Projekt, dem wir zusammen mit Kontern, Geschichtsfreunden von Kontern angefangen haben, und wir werden noch weiter da gucken, für die nach Leute zu motivieren, für die Plakaten abzuhängen. Wir werden als Gemeinde auch in Zukunft darauf aufpassen, dass wir mehr Projekte machen, dass wir auch probieren, rausnehmen, soweit wie möglich dann auch immer an die Projekte dann anzubauen. Dann hat der 27. Nacht der Chef eine Interview mit der Verkehrskommission, die war leider nicht zu 3 Leute da. Das Reunion, das war mit ihnen, für dann aber ein paar Projekte ihnen vorzustellen, was für Projekte am Moment läuft, von Straßenprojekten noch, was an Sachen Mobilität läuft, auch für über die Mobilitätsfort zu schwätzen. Wie gesagt, sie waren nicht zu 3, aber es war aber gut, dass wir mit ihnen noch ein Cadeau zusammen waren. Dann hat der Chefrat den 2. September eine Reunion mit den Anwohnern aus dem Kiestewe. Ich meine, da haben wir das Reglement gestimmt, da sind an der Käier da nicht geparkt gehen. Das hat mir geholfen, bis ob der Neck von der Trüdler Karriere geht. Da waren die Leute aber nicht ganz froh. Sie haben gesagt, ja, da ist aber ein bisschen weiter ab. Und können nicht ein bisschen, dass wir einfach ein bisschen innen können wir weiter aufparken. Da sind wir als Martin Nenski, dass wir dann ein bisschen mehr innen abhalten mit dem Fachverbot. Sie haben sich auch engagiert, dafür zu sorgen, dass am Wand die Käier nicht zugepackt, dass das immer so da parken, dass als Stredingste da rankommen, sodass das dann noch Mist klappen soll. Voilà, dann den 13. September, du hast den neuen RGTS-Programm in Kraft getreten. Ich meine, du hast gesehen, für eine neue Buslinie, den 122, die von hier auf Neuhäuschen, über Neuhäuschen, Sandpfeiler, Flughafen, dann auf das Cargo Center führt. Den 142 steht für Dorlo neuerdings durch so eine Aktivität, sodass die bedenken, was sind ganz grobe Änderungen, der Flyer, den Valo an der Briefküste, den hat alle gut gesehen, den also auch, du siehst, da wird alles geschieht. Also ich meine, das ist tipptopp. Ich habe nicht gesagt, wie den Transportminister Haiwan hat es versprochen, dass wir besser gegenübergebunden gehen. Das wird auch da geklappt. Voilà, wie gesagt, für den 15.9. war schon Rentrée, die wirklich gut verlaufen war. Da hat man, an dem Kader hat man einen Abruf gemacht, für eine Pedibus-Linie anzufeiern. Die hat da sollen noch am Kader von der Semaine der Mobilität offiziell dann angefeuert gehen. Da hat aber leider war kein interessiert, kein ein aus der Straße, wo man das wollte machen, keine Rückmeldung haben wir gekriegt, sodass wir darüber also renonciert. Wir müssen gucken, wie man mit der Pedibus sagt, auf 4 Uhr fahren. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, da haben wir auch Kontrente, was sicher da geht. Das ist nicht ganz aufgeschrieben, mein Interesse war nicht da. Wir haben aber auch gesagt, wir machen nicht einfach Pedibus, wo wir so hält der Bus nicht mehr an geht der Pedibus an die Leute fahren, und kann am Auto an Schuld, das wäre wirklich mehr kontraproduktiv, wie so etwas. Bei dem 16. September, ich meine, das Programm von der Mobilitätsverrugelung, der Claude hat schon gesagt, vom 10. nun konnten sie sich für den Tour du Dover schreiben. Da sind 3 Teams, soweit ich weiß, von der Schötter Gemeinde, die da angemeldet sind, die da mitfahren. Den 16. September hat man hier bei der Schule organisiert, da konnten Eltern freiwillig dafür den Parking bezahlen, die dann mit dem Auto kommen, sie für ein bisschen zu sagen, wenn er schon mal im Auto kommt, dann bezahlt. Da hat man 7 € an etwas an der Käse, das hat sich ja Grenzen gehalten. Wir nicht so oft müssen eideln, wir immerhin tun aber ein paar Leute etwas da Eis an den Käse gehalten. Der 16.9. sind wir auch mit schon verdeelt gehen, öffentlichen Transport, für bis noch den Leuten merci zu sagen, die Bussen an sich holen, dass das auch ganz gut kommt. An Novus haben wir dann Preisüberreichung vom Malkonkurs, den wir mit der Schulkanne gemacht hatten, wo sie sollten also Bild malen, für die Leute zu motivieren, für loszufahren, für eine Schule. Ich meine, du hast Bilder gesehen, die hängen die Bausen für eine Schule an, auch sonst 2 Stück hängen nach der Römer. Das war dann ich war auch ganz flott für die Kamera an, da war auch ganz schön, also was ich hier Bild oder never gesehen, wie die Bausen hängt. Dann hat man die 17. Jahr noch eine Ausstellung von Elektroscooteren und Elektrovelo, und hat man über die Woche auch beim Smatch. Der 17. September war hier ein Vortrag Eco-Drive, wo ich auch ein bisschen wo auch ein paar Leute waren.
Dann den 18. An den 19. war gratis Konformitätstest für die Velo von den Schulkanner. Das hat natürlich einen riesen Uklang. Da war ganz viel Kanner dort. Die Polizei hat hier Velo kontrolliert. Wir haben dann in Heiden hinnen dann alles direkt die Kleinigkeiten gefleckt wird, die zu flecken waren. Das war ganz flott. Und da war auch noch ein Veloswagenanlage, die wir kommen gelassen hatten, die von ich waren, die 100 gesehen. Du konntest nach sein Velo da durchziehen, das war von wie ein Wagenanlage, das war natürlich auch cool. Und es war wirklich viel Kanner, die dann ihr Velo wäschen gelassen haben, und übrigens auch erwursene. Wir sind auch am Gang, natürlich so jeder direkt gemeint, soll sich da so eine Anlage kaufen. Wir sind am Gang, darüber zu schwätzen, ob das unbedingt so ein Modell ist, wo komplexe Modell, wo ich muss in der Bio praktisch den das geriert, oder ob ich vielleicht echt auf den Weg geht, dass ich nicht einen Platz möchte, mit seinem kleinen Hochdruck rein, wo ich am Wand, wenn ich aus dem dicken Bulli mit dem Mountainbike könnt, sein Velo kann aufspritzen und nicht gerade daheim das Haus muss besauen, respektive Leute beim Appartement finden, für die ist das nicht immer einfach. Aber da sind wir am Gang, da zu gucken, das wird dann auch kommen. 20.09., wie gesagt, war den Minister Bauschei für dann Dembox offiziell anzuweihen. Das war ganz flott. Ich meine, auch da haben wir ihm da merci gesagt, wie ich just gesagt habe, für alles, was da geschieht ist, als Sache Mobilität. Hier dort der Stadt Gemeng, merci gesagt, dass wir auch kooperativ waren, besonders auch am Kader vom Velosumme. Und ich meine, mit dem haben wir bis immer gut zusammen geschafft. Dann hast du auch offiziell war einen offiziellen Depart vom Velostour, den hat die Rondelle organisiert, das war 70 Kilometer, du den direkt gesagt kriegt, eng Moyenne von 27 an der Stunde drin, brauche ich den do der Velo nicht rauszuholen. Ich meine, das Herr Eicher war den einzigen, den hast du aber du nach konnte als Gemengerot vertreten, weil ich meine, für Eis alle gut, für das ein bisschen viel gehen. Dann den 22. September hat man den großen Aufschlussseminar über die Elektromobilität. Das war wirklich ganz flott. Es waren an die 50 Leute, die angeschrieben waren. Wir haben dann eine Sportzahl gemacht, weil bemol wirklich massig Leute sich angemeldet haben. Es waren ganz viele Spezialisten, die haben darüber geschwärzt, wie gesagt, die Elektromobilität aus, was sind Vorteile, Nachteile, was kann mit Wasserstoff geschehen, was geschieht mit den Batterien. Das war ganz flott Abend. Und ich muss sagen, wir sind auch vom Kloturmes wirklich felicitiert, dass wir fertig tun, die Leute, alle Guten, die hier dann geschwärzt haben, durchzubringen. Und ich meine, da tun wir auch Dan Vlies zu verdanken, weil der Martin ist wirklich ein Mann, den auch die nötigen Kontakte hat, den auch wirklich so Sachen organisiert. Wie gesagt, ihm ein großes Merci, dass er das organisiert hat. Dann auch ein großes Merci an der Sache und der Claude, weil obwohl er nämlich Chef war, hier als Umweltchef hat das Ganze aber Mann dann organisiert. Und ich meine, es war wirklich ein ganz flott Sache und als Schritt darum ist da eine ganz gute Nummer gemacht. Vor allem größeren Organisationen steht für die Zukunft nicht unbedingt direkt eine Person, finde ich, das ist ein Konzert, den nach vier gesehen als von der Kulturkommission am Oktober, wo sie am Gang sind zu diskutieren, ob sie den machen oder nicht. Da muss ich gucken, das kann ich meine, muss ich nicht probieren, vielleicht ein bisschen mehr Normalität dran zu kriegen, aber wenn man so etwas organisieren muss, können wir dann natürlich immer nehmen an einem kleinen Kader mit reservierten Plätzen. Aber wie gesagt, wir hatten noch ein paar Aufrufe, wo auch Vereinreis gefragt wurden, was dürfen wir machen, als Gemeinde, so wir nicht, die Krizel nicht, wir so just, ihr müsst wirklich dann garantieren, dass sich eine Regeln gehalten wird, dass die Leute nicht nur beim Konto stehen ohne Masken, und sogar mit Masken dürfen sie nicht durchstehen. Also da sind Vereine gefordert, verschiedene gesagt, wir lassen das lieber sein. Wie gesagt, hängt noch vieles an der Schwierf, auch Christmat, haben wir diskutiert, du gesagt doch nicht unbedingt, sie waren das problemlos zu machen, wir besonders wie die Entwicklung los ist. Ich meine, muss ich nachfragen, wie die ganze Situation sich hier im Land entwickelt und dann gucken, was wir können machen. Auf jeden Fall am 10. Oktober ist die Journée de la Commémoration, da hat er ja einen Zettel gekriegt. Wir haben die Regierung hat jetzt auf den 17. fixiert, aber normalerweise wird den 10. gewünscht. Wir werden es auch den 10. machen, weil wir auch das so mit ein paar Stunden aufgeschwärzt hatten, auch mit der Mast, das ist den 10. als die offiziell. Dann hatte ich schon für Druck gesagt, dass wir eventuell dann eine Gemeinderat den 14. vorgesehen für das Aufallreglement, wenn wir bis dahin dann da wie in alle guten Hunden. Der Chef hat in der Rolona eine Reunion mit den Responsablen vom Syndikat von der Residenz am Dorf. Ich meine, da hat man einen Brief per Mail gekriegt, oder einen Brief gekriegt, wo dir eine Kopie war. Das so, sie werfen da verschiedene Probleme ab.
Das ist aber alles nicht so evident. Ich hatte immer gesagt, ich schwätze mal als Jurist, der war auch ein bisschen am Stress. Wir werden von dem auch Feedback kriegen. Das ist so, dass auch die ganze Residenz über die PHP geregelt ist. Das war damals das ganze Projekt. Ich meine, du hast gemeint, war da mal dran, das war ein Projekt für betreute Wohnen. Und wir werden aber möglich gesagt, sie sollen dann zu Vertreter vom Syndic kommen, dass wir ein Karo das beschwätzen, wie wir da weiterfahren und für zusammen eine Lösung für die Probleme da zu finden. Dann ist auch so, dass das Pastorischhaus wird demnächst fertig sein. Denn das, also als Service sind dran. Nächste Woche soll der Finissage nach gemacht gehen. Und da werden wir invitieren, für das gucken zu kommen. Übrigens werden wir mal durch die Chantier gucken gehen, die verschiedenen Häuser, die wir am Gang sind zu bauen, wie dort die Evolution ist. Zwar bis noch nicht Zeit unbedingt, wir wollen dann zusammen mit dem Gemeinderat machen, dass der wisst, wo wir dran sind. Und dann noch den Dossier Paul Werner hat mir auch versprochen, dass wir da keine Arbeitssitzung machen. Auch das nicht vergisst, auch das wird mal eine Karriere an Angriff holen. Voilà, ich meine, das war ein bisschen lang, das ist auch lang hier, dass wir es für die Letzte gesehen haben. Das mal die ersten Informationen und dann gibt man dann auf den Ordre du Jour von der Sitzung gibt man dann aufhängen. Gut, kommen wir auf den ersten Punkt von unserer Sitzung. Da geht es um die Repartition vom Supplement vom Congé Politik. Das sind 9 Stunden, die dann die Gemeinde kann verdelen oder den Leuten, die die Gemeinde an die Syndikate vertreten. Also just so, dass Nora an der Claude die Stunden tauschten. Ich meine, bislang hat Nora der 2 an der Claude 3. In Zukunft wird Nora der 3 und an der Claude dann 2. Ist dazu irgendeine Remarque? Das ist nicht der Fall. Da gibt man da aufstimmen. Jem Kaufmann, Claude Marzan, ja. Lilian Ries, Serge Stein, ja. Nico Welsch, Gilles Altmann, Ali Altmaisch, Vic Back, Serge Eicher, Nora Foggiarini, Anne Joch. Voilà, du hast für das angeholt. Und da kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um Bon d'achat für die Benevolen, die an der Covid-Zeit geholfen von den Leuten zu unterstützen. Und für den Punkt gebe ich dem Serge Stand. Ja, der Chefrat hat den Abruf gemacht innerhalb der Gemeinde, für am Kader vom Etat de Crise freiwillige Bürger zu finden, für diese Personen vulnerable an den Risikogruppen zu helfen, an dem sie Lebensmittel, Artikel für den Alltag genauso wie auch Medikamente für Bewohner erkaufen sollten. Insgesamt haben sich 39 Benevolen auf den Abruf gemeldet, an hier Unterstützung angeboten, für zu helfen. Darunter waren aber auch Personen, die selber als für vulnerable zu bezeichnen oder bezeichnen konnten gehen, respektive war auch eine Sprachbarriere dabei, für wenn man am Kader mit älteren Leuten umgeht, dass das ja auch nicht so evident. Schlussendlich waren dann 10 Freiwillige, die insgesamt 54 Mal interveniert sind. Und sie haben dann 19 unterschiedlichen Städten geholfen. Ja. Am Namen vom Chefrat soll ich auf jeden Fall allen 39 vielmals merci für ihre Hilfsbereitschaft, und speziell denen 10 all Respekt für ihren Einsatz. Als Schlussfolgerung dazu wollten wir dann dem Gemeinderat proposieren, für den 10 Jungen Matbürger ein Bon von 50 € zukommen zu lassen, für an den Restaurants und an den Cafés innerhalb der Gemeinde anzulesen. Wenn du dazu keine Wortmeldung wir oder ein Kommentar? Just ein klein froh. Am mengen Dokument steht 40 an 11. Ist das vielleicht ein Irrtum? Ja, wenn ich die Liste hole, schon so ein durchgezählt, schon die Krito ziemlich effektiv auf 39 kommen. Und von denen 11 war ein dabei, ich meine, der nicht so aktiv war. Aktiv, weil mir steht das nicht. Ich wollte just immer so,
Die Ziffern, die schon, die sind wenig Jahre, wie du Den genannt. Chiffren sind richtig. Ich meine, bei den 11 von Nora dabei, was ich auch geholfen hat, auch koordiniert hat, und ich meine, hat er aber gesagt, als Chefin, ich mir noch nicht einen Bon für 50 Euro zugestimmt. Dafür ist die 11 an 10, hier steht 11 Benevolen, wo geschafft, 10 kriegen einen Bon und Nora verzichtet darauf, aber ich meine, als Chefin. Und Den das ist just der Punkt. gefragt, die Ziffern, die ich habe gesehen und du hast auch genannt. Das ist okay, dann für das schon da. Merci. Gut, wenn das ist keine Remarque gesehen, dann gibt man auch darauf stimmen. Jem Kaufmann, Ja, Claude Marzan, Ja. Lilian Ries, Serge Stein, Nico Welsch, Gilles Altmann, Ali Altmaisch, Vic Back, Serge Eicher, Nora Foggiarini, Anne Joch. Merci, und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es um die Journée du 3. März, die das ja nicht kann stattfinden. Auch da haben wir eine Alternative, die ich wollte vorschlagen. Und da gehe ich dann ein Serge. Ja, gern. Also auch hei hat den Chefrot an sich eine Idee, weil man am Kader oder bedingt durch die Pandemie der vom dritten Alter nicht auf die gewinnterweise organisieren konnten oder können für den vulnerablen Personen eng Personen zu schützen, und proposiert der Chefrot den Anwohner für den Anwohner über 80 Jahre einen Bon an der Walle für 50 Euro zukommen zu lassen. 120 Residenten geben dann den Bon zugeschickt kriegen. Am Vergleich von 2019 waren da 92 Leute, die über 80 Jahre waren, die auf der Journée angemeldet waren. Zusätzlich geben dann den Komitee von der Armee Peras und Membern von der Kommission vom dritten Alter auf vom sozialen Bon kriegen, für an der Restaurant von der Gemeinde anzulesen. Wir haben auch die Ziffern am letzten Jahr Vergleich. Da hat das Menü ein knapp 40 Euro gekostet auf den Kap. Und dabei kommen dann noch die Freien vom Partyservice, die für den Tag angefallen sind. Dafür haben wir uns an sich entschieden, für einen Bon an einer Höhe von 50 Euro und Leute zu checken, obwohl das die gewinnten gesellige Feier niemals ersetzen kann. Es wird noch bemerkt, dass wir diese Proposition mit einer Delegation von dem Armee-Peras-Komitee aufgeschwärzt hatten und auch mit der Präsidentin und der Sekretärin von der Kommission vom dritten Alter. Aber wenn noch weiter kein Kommentar dazu wäre, dann könnte man auch vielleicht für den Punkt aufstimmen. ja, ich bin eng froh, dass so durch das Restaurant de la Commune de Chutrange, wie fällt alles so drin? Ja, das ist selbstverständlich auch als Kaffee, die wir holen. Hast du mit denen geschwärzt gehen? Wir müssen ja vielleicht die Sache durch den Gemeinderat aufgesehen kriegen. Ihr mehr, da können die Leute, die konzerniert Patronen kontaktieren. Mhm, gut. Das ist ja nur so, bei den 120 Residenten, das das nominell oder kann der Bon weitergereicht gehen? Nee, das ist ganz klar, wie das heutzutage üblich ist, dass das wie doch bei dem Bon war, den Tourismusministerium rausgeschickt hat, das Ganze das ja auch nominell. Und in diesem Fall ist das auch so und kann nicht an eine dritte Person weiter delegiert gehen. Tipptopp, merci. Da wollte ich noch einen vorstellen, wie lange sind, was für ein Delay hat er gesagt, bis das muss angelegt gehen? Wenn ich mich noch gut kann erinnern, hat man gesagt, dass wir eine Sache von 6 Monaten, wo die Validität für die Kinder den Bon angelegt geht. Das, also wir begrüßen das, aber ich wollte der Woche nach fragen, nur 6 Monate könnte uns da vielleicht so viel, dass der wirklich dann angelegt gewesen. Selbstverständlich. Das ist viel gesehen. Ja, klar, ich meine, wir kriegen ja schon den Konto im Moment von den einzelnen Cafetiers und Restaurateuren. Und da sehen wir ja, was
schlussendlich an dem Strich rausgegangen ist. Aber Das jedenfalls zu begrüßen, weil das Fest selber nicht konnte stattfinden, das aber dann nicht nächst gemerkt wird. Das Leute aber die eine Invitation mehr kriegt tun, aber wissen, voilà, es geht aber an uns geduld. Also wir begrüßen die Mesure. merci. Merci Serge. Ich meine, das genau wie das Serge auch schon gesagt hat. Ich meine, das erlaubt, dass ja wohl die Leute zu sehen kann, ja noch zu summen zu gehen. Und mir gut, da können aber die sich kennen, die können ja vielleicht auch mal organisieren, dass sie dann zusammen an ein Restaurant oder mal so gehen, wie die Kommissionen noch an dafür. Merci Serge. Voilà, wenn du sonst keine Remarque hast, dann gebe ich so ein Stimme da drauf. Nico Welsch, Gilles Altmann, Ali Altmaisch, Vic Back, Serge Eicher, Nora Foggiarini, Georges M. Kaufmann, Ja. Claude Marzan, Ja. Lilian Ries und Serge du auch. Merci. Voilà, und dann haben wir noch einen Punkt, du Jour den auch für das Serges, und das Reglement von der Kirchenplatz. Serge. Ja, hallo, guck nicht dafür diesen Punkt direkt auf den Ekran vom PC und dann muss ich nicht im Zettel nachsichern. Okay, bei den 29. Mai des Jahres hatte mir an der Sitzung ein Verkehrsreglement gestimmt, wo man der Passage für Kaffee an den Teil vom Parking auf der Kirchplatz ja konnte gespart gehen. Das ist für die Schütterstufe zu ermöglichen, für temporär eine Terrasse abzureden. Der 24. Juni ist das Verkehrsreglement schon einmal ein Keier einstimmig verlängert gehen. Und der Chefrat fragt dann noch einmal Punkt 2.3 vom Ordre du Jour für eine weitere Verlängerung bis den 1. November 2020 konfirmiert zu kriegen von ihr. Gut, das war dann sich zu dem Punkt von meiner Seite. Merci Serge. Ich will an der Sache wundern, so nicht nur der Café de la Place hat ein Problem, auch der Café de la Gare. Den hat auch, das ist nicht für den einfach, an den hat auch ungefroht gehabt, für ein Pergola hannet dem Kaffee abzusetzen, wo die Leute dann noch können drinnen stehen, für zu filmen. Und du hast noch eine provisorische Autorisation gekriegt, die ist aber limitiert, das ist just für die Wand bis nächstes Frühjahr, der finden dann noch die Pergola da abrichten. Da waren schon Diskussionen am Dorf, das ist ja immer wichtig, sitten, was da etwas geschafft wird. Ich wollte sagen, dass die von der Gemeinde als ein limitiert, also eine zeitlich limitierte Autorisation hat für den überdacht, oder das dann auch geregelt. Voilà, mit darüber bei mir nicht aufzustimmen, wir stimmen immer über das Reglement auf. Vic. Ja, schon aber ein anderer vor, nur durch uns Held für unter dir stehen. Ja. Bleibt das, kann das stehen bleiben oder kann das doch nicht stehen bleiben? Wow, das hat man gesagt, die Kinder während für die Covid-Zeit stehen bleiben. Also, da ist noch nicht gesagt, dass sie die Wäsche holen. Bislang, also da keine Diskussion darüber gewirrscht. Ich weiß noch nicht, ab November der Wand ins Zelt ganz nützlich ist, wenn da Schnee drauf fällt oder so. Da können wir eigentlich mit dem schwätzen. Wir haben, wie gesagt, hier hat das damals auch gefroht, mir gesagt, das klappt. Ich meine, sie haben nicht wirklich immens schwer als Gemeinde wollten wir noch nicht so streng an festgehalten. Das ist auch sein Zelt, nicht just von uns die Befestigungen da gelehnt auf der Kirchplatz, der Zelt, das der Gemeinde, das haben wir die Leute auch da gratis zur Verfügung gestellt. Merci, voilà, das ist der Maire Wolf. Victor, darfst du auch als Ersten. Serge Eicher, Nora Foggiarini, Georges M. Kaufmann, Ja. Claude Marzan, Lilian Ries, Serge Stein, Nico Welsch, Gilles Altmann und Dali. Merci. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und da geht es um Schwammkuren, die zu Dreiburg sind. Ich meine, wir hatten schon letztes Jahr da eine Konvention mit der Madame Annik Zimmer von Großbuß, was für uns die Schwammkuren enkadriert hat, weil zu Dreiburg muss man mal gucken, dass wir da einen haben, der enkadriert. Ich meine, wir hatten am Anfang gehabt Schwammmeister, die wir zu Trier gelohnt haben, und haben wir die Madame fand, die dann die Kuren für uns möchte. Das ist die als aber der kann aber nicht mehr zu treiben. Die gehen immer Martin an Kock. Das ist Montags von 9 bis 12 geht es auf Dreiburg und dann als Donnerstags auf Freitags, also Donnerstagsmorgens von 10 bis 12 an der Kock beim Cycle 4 und Freitagsmittags beim Cycle 3 von 2 bis 4. Voilà, die kriegt 45 € die Stunde für das war und das dafür das Schuljahr hat man der den Kontrakt. Serge, du hast eine Frage?
Ja, ich wollte nur von der Konvention, da steht auch da ein Artikel dran, dass sie mit einer Assurance Responsabilité Civile für hier Prestationen erreichen beim Responsable d'école, die Klaus aus das Jahr nicht mehr am Kontrakt, ob dafür ein extra Grund gibt. Gut, dat der responsable de Kolle de Kontrakt gemerk dann wann dat vergis op jeden Fall muss man gucken, dass man die RC kreien dann Schweze mat Team kontrolieren, dass man der hun ihr hat mat ich mein das Sengementri an teil doch sos Kuren noch immer junellen, dass die RC do huet. Merci. Okay, was hast du kein froh mi sinn Jam Kaufmann Ja, Claude Marsan Ja. Lilian Ries Serge Stein Nico Welsch, Gilles Altmann, Ali Altmaisch, Fik Back, Serge Eicher, Nora Foggiarini, Anne Joch. Da wird das auch ugeholt. Da kommen wir auf den nächsten Punkt. Da ist eine Konvention mit dem Staat betreffend die Feierlogementen. Am Ministère du Logement Staat, da geht es darum, für Subventionen für die Feierlogementen, die wir da bei Eifelhaus dann als Gemeinde matt gebaut haben, respektive gekauft haben. Die hat das gesehen, die ganze Berechnung, die sie da gemacht haben. Ich meine, das so, dass wir bis zu 75% Subsid können kriegen für die Appartementen. Wir kriegen da für den Ankaufspreis vom Terrain, die wir demos an dem Markt mit Deel vom Terrain auf. An dat waren dat sie rund 10 Jahre, die mir an den Projekt ragin hun, da haben wir demos an engem Akt vu die ragin hun op 606.000 € chiffriert. Da kriegen wir dann 75% dafür. Das sind 554.000 € plus dann Notärsakten, Kosten auf 5.000 €, dass wir da 75% kriegen. Dann ist es auf der Coup de Construction, da haben wir auch den Devis am Gemengerot. Da kommen wir auf die Coup de Construction, sind wir auf 1.670.000 kommen. Sie haben aber, was die Küche noch geht, sind hier Montant limitiert. Da kriegen wir 25.000 € nicht mit konsideriert. Das heißt, da kriegen wir nämlich 1.600.000, also da kriegen wir 1.613.000 € kriegt man da nicht. Und dann haben wir nach für die Infrastrukturen, da haben sie dann noch die 153.000 € angeholt, die auch an dem Video sind, den der Gemeinderat damals gestimmt hat. Sodass man am Ganzen für das Projekt Kosten von 2.410.000, das ist mit dem Terrain, den wir rangehen haben, wo wir dann 1.813.000 € Subventionen kriegen, das ist von den Zusammenrechnen an der Konvention 1.814.000 €. Die Appartementen, die ich habe gerade gesagt, wir gehen Häuser gucken, wir werden durch die Appartementen da gehen, die sind ganz flott. Wir waren als Chefrat denke für Congé dadurch. Wir sind auch am Gang, Kriterien festzulegen. Ich habe schon darüber diskutiert. Hier muss ja die Konditionen, was das Alter betrifft, 50 plus, der kein Kanner haben, all die Geschichten. Wir werden das dann auch an einer von den nächsten Sitzungen vorlegen, für dann dadurch publizieren, dass wir dann noch die Häuser, also die Appartementen da können attribuieren. Vorher, wenn dazu noch froh sind, das scheint nicht der Fall zu sein, dann geben wir auch hier darüber aufstimmen. Jem Kaufmann, ja, Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Serge Stein, Nico Welsch, Gilles Altmann, Ali Altmaisch, Fik Back, Serge Eicher, Nora Foggiarini und ich auch. Voilà, da kommen wir bei dem nächsten Punkt. Da geht es darum, dass der Gemeinderat in Avis muss aufgehen über den Plan sektoriell des Charges pour déchets inert, den die Regierung will aufschaffen. Da kriegt noch etwas. Also im Punkt 5, Mord du jour, steht ein Avis für das Projekt für den Plan sektoriell über Deponien von den inerten Abfällen für den abzuheben. Dieser Plan sektoriell des Charges pour déchets inert aus dem 9. Januar 2006 durch ein Reglement Grand Ducal geschaffen und obligatorisch gehen. Hier sollten altbestehend oder mögliche Sites für so Deponien auf regionalem Niveau identifiziert gehen. Am September 2018 ist dann aber ein neues Reglement für sich und die Identifizierung von neuen Emplacements für Regionaldeponien auf Basis vom nationalen Plan für die Gestion vom Abfall und Ressourcen geschaffen gehen.
Der Conseil d'État ist aufmerksam gehen, dass es also 2 Gesetzestexte gibt, die sich die nämliche Problematik kümmern und hat das kritisiert, weil es nicht zulässig ist, dass sich 2 Gesetze die nämliche Prozedur kümmern. Dafür haben sie geraten, das Reglement von 2006 abzuheben, mit der Motivation, dass auf der einen Seite an einem Konflikt von Normen immer das Rezenz, das alt auflässt, auf der anderen Seite hat Norm spezielle Reglement von 2018 einen Vierrang auf eine generelle Norm. Die Regierung hat ein Projekt, den dazu führen soll, den Plan sektoriell des Charges pour déchets inert abzuheben, die konzernierte Gemeinden zukommen gelassen und auch auf einem Informationsabend dem Publikum vorgestellt. Daraufhin ist ein Delay von 4 Monaten angelassen, für ein Avis aufzugehen, den dann aber während dem Covid unterbrochen und verlängert ging. Und noch, wenn wir Licht über dem Delay leihen, wäre ich froh, wenn wir diesen Avis favorabel aufsehen, weil es sich schlussendlich just einen rein administrativen Akt handelt. Voilà, merci Nora. Dazu noch Fragen? Das ist auch nicht der Fall. Dagegen wir proposieren dann einen positiven Avis zu gehen, für den Plan dann aufzuschaffen. Nico Welsch, Gilles Altmann, Ali Altmaisch, Rick Back, Serge Eicher, Nora Foggiarini, Shem Kaufmann, Claude Marzan, Lilian Ries und Serge Stein. Merci auch dafür. Und dann kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um Modifikation budgetär, die man machen muss. Das heißt, wir können am ordinären Jahr verschiedene Kredite, wo wir zu wenig Kredit drauf haben, verschiedene Artikel, können wir dann aufsetzen, müssen wir dann immer andere aufsetzen, dass wir da am Equilibre bleiben am Budget. Deutlich dafür fand, dass den Artikel von der Freie Kommunikation, dass die Stimme die ganz Kopf Flyeren am Kader von der Covid-Zeit müssen machen lassen. Da haben wir 150.000 € für gesehen. Also das ist nicht nur für die Flyeren, das ist auch der Boden, das ist auch alles da drauf. Wir brauchen da aber zusätzlich durch all die Flyeren, die wir da verschickt haben, brauchen wir da 30.000 € wahrscheinlich mehr, weil auch nach 2 Gemeindebauten kommen, dass wir denen auf 180.000 € absetzen, 30.000 €. Dann Cadeau d'anniversaire alloué au personnel communal, da können wir so, das hat ihr am Budget können gesehen, wenn dann Cadeau zu gut wird, aber da haben wir leider her noch teilweise von also Service ein bisschen zu spät gekriegt, wenn du auf Frage käme, das heißt, da muss man 6.100 € nachstimmen für die Cadeauen. Dann Service Entretien et Réparation des Bâtiments. Da haben wir verschiedene Änderungen müssen machen. Ich meine, Luxkontrolle geht regelmäßig durch das Gebäude. Da haben wir verschiedene Mängel, da müssen ersetzen. Wir noch platzweise Parquet ersetzt. Das heißt, da haben wir 20.000 € mehr, die wir da brauchen, wie wir das vorgesehen haben. Dann am vierten Artikel da haben wir auch 15.000 € vorgesehen, da haben wir 3.000 € Zusatz gestimmt. Da wird so ein Furt gebaut, von ihnen an der Ginzebusch fährt, wo ich aber muss sagen, dass Bauern aber auch absolut nicht froh sind. Über die Furt, dass man wahrscheinlich da muss ein bisschen drauf schaffen gehen, weil die schlagen mit ihren Maschinen ab, was da durchführen. Wie gesagt, da muss man auch 3.000 € mehr vorgesehen, weil wir da auch über das Budget kommen. Also am Master City sind darum auch relativ viel geschenkt an der Covid-Zeit, da muss man auch eine Siege bezahlen. Also die Master City die sind nicht gratis, das kostet. Und dafür muss man da 1.200 € mehr auch vorgesehen. Wir probieren immer ein Maximum über das App, die Leute zu informieren. Wir müssen noch regelmäßig appellen. Ich meine, das ist wichtig, dass die Leute die App rufen, weil da kommen wir raus, das kostet dann nicht. Da kann ich viel mehr einfach die Informationen verschicken. Wie gesagt, am SMS to Citizen, da sind einfach so viele Leute da geschrieben. Wir schicken noch da keine Dometen drauf, die geht auch just für wichtige Sachen geholt. Das war die Zeit daneben, als das mehr genutzt wird. Dann haben wir für Dreckskosten an Dreckstuten zu kaufen, also Dreckskosten an der großen Container zu kaufen. Da haben wir auch 9.000 € mehr vorgesehen. Wir hatten da 2.500 € wie immer am Budget vorgesehen. Das ist aber so, dass da lieber Engpass waren, dass wir lange nicht gekriegt tun. Die letzte Jahr haben wir da nicht weggehen. Und das Jahr haben wir dann bei ihnen ganz grob müssen bestellen, sodass wir da 9.000 € mehr vorgesehen haben. Dann also den Entretien Reparation vom Réseau de Kanalisation.
do haben wir Alpha Umwelt, mit denen haben wir eine Befährung von einem Kanal müssen machen. Da hat man 25.000 Euro viel gesehen, da sind 6.000 Euro mehr drauf. Du hast so, wenn ihr an der Sonderaktivität steht, auf der niederländischen Seite, wo die große Spedition du hast, du neben dem Bürosgebäude, du laufen Kanalisationen von der Gemeinde, stehen im Bürosgebäude an der Reisebahn rauf an den Hauptkollektor vom Südest. Und du hast so, dass du denen in Talle rutscht, die dann aber kommen, das liegt in der Gemeinde. Und da müssen wir mit der Kamera eine Inspektion am Kanal, man der Kanal ist an der Reihe. Und wie gesagt, das ist eine Assurance-Sache. Wir sind da am Gang, Martinen, für zu gucken, wie wo wird, da für Probleme hat, sodass wir die Sonne aber da rumkriegen. Dann haben wir 5.000 Euro haben wir vorgesehen für den Entretien von unseren Gebäuden und so, das was Beton, Konkasse, also Sachen, und das für unsere Serviceregie, die Lodo für 5.000 Euro mehr Geschirr brauchen, das ist ja gut Zeichen, das ist auch, dass sie viel schaffen. Dann haben wir noch ein Bodenflächenreinigungsgerät gekauft, das ist Dinge für die Sportsaal zu putzen. Da haben wir 5.500 Euro vorgesehen, wir 5.000 Euro mehr müssen da, an den Dingen setzen. Parquet haben wir auch neu gemacht, teilweise, also geschlafen, frisch geurligt. Das war hauptsächlich an der Maison Relais, an der Extension von der Maison Relais, an der Kantine, wo der Boden nämlich schön war, den wir ganz neu gemacht haben, dafür wir da 15.000 Euro mehr müssen vorgesehen. Dann hatten wir auf Furnituren, die wir als Schild dran zu sagen, haben wir 40.000 Euro. Wir haben aber die ganzen Barrieren, da haben wir müssen lohnen für die Rentrée, die wir am Juni hatten an der Schule, wo wir dann den ganzen Campus, so müssen alles mit den Barrieren aufgrenzen. Und da haben wir mehr gekostet, sodass wir doch 5.000 Euro mehr vorgesehen. Dann haben wir noch zusätzlich Beamer gebraucht für die Schulen, von wo wir 10.000 Euro vorgesehen hatten, haben wir das 10 weiter da vorgesehen haben. Und Medizin skolär, wie gesagt, da haben wir 1.000 Euro, das geht nicht gerade. Monate 500 Euro gingen nachstimmen, sodass wir am Ganzen 116.600 Euro zusätzlich gingen stimmen. Die gingen wir dann auf anderen Artikeln wegholen, beispielsweise die Aktivitäten von der Kulturkommission, da haben wir 27.500 Euro vorgesehen, da haben wir dann mal 5.000 weg, Fred Jumelage, da so nicht geschieht, haben wir noch 12.500 weg. Nightlife-Bus, den er so nicht gefahren, an den Hobonoboff, den hat man ja auch noch, die sind noch gestoppt, das hier stumme 20.000 Euro Mann, hat ein Flexibus, das ist die Serie, den er auch eine Zeit nicht gefahren, auch 10.000 Euro Mann drauf, und dann haben wir Mobilier, Akquisition de Mobilier, wo wir auch noch eine Reserve gehabt, die wir nicht brauchen, 9.000 Euro Mann. Dann Zelt für Nationalfeiertag haben wir leider auch nicht gebraucht, durch noch 20.000 Euro. Und da generell bei diesem Friedefest Publik haben wir 90.000 Euro vorgesehen und da sehen wir, dass wir das schon mit 50.000 durchkommen, sodass wir am Ganzen dann da auf den Artikeln dann die 116.600 dann noch umspielen. Voilà, sind dazu noch Fragen? Serge? Ja, ich hatte schon eine Remarque zu der App. Also, ich hatte meine Meinung schon seit 6 Monaten keine Message gekriegt aus der Pubel. Ich meine, du hast eine Woche frei. Also, ich habe das auch schon von anderen Leuten konfirmiert. Ich meine, dass du am Ende gar keine Message geschickt hast, die vielleicht meint, dass du aber ein Problem, dass die nicht alle gut kommen. Das weiß ich noch nicht. Da muss man mal den Laurent fragen. Normalerweise schickt hier aber die Sachen an. Ich schon aber immer die Neuigkeiten, die dann aber drauf sind. Was ist Laurent? Ah, okay. Ja, wir haben heute Leute, die, ich meine, mit der Müllabfuhr war ja auch eine Zeit, wo da Leute gesagt haben, ich kann das nicht, dass ich meinen Dreckskost raussetzen soll. Das hast du aber auch umgegangen, nachdem du da noch geguckt hast. Also prinzipiell müsste das klappen. Da muss man vielleicht die Leute schreiben, dass wenn es hängt, dass sie dann einen kleinen Update machen, und dann geht das. Ich habe kein iPhone, bei mir ist es noch immer gern. Ich habe ein iPhone, der geht aber auch. Ach, vielleicht nicht da runter, ich meine, das wahrscheinlich. Gut, ich meine, wenn man so. Ah ja, Gilles?
Ich hatte schon ein Verständnisfroh, was in der Frede Jumelage zu verstehen ist. Wo du gesagt hast, dass du 12.500 Euro Mann ausgegeben hast. Ja, wir hatten ja viel gesehen, was Vereine auf Siegelsbach fuhren, oder so, dass wir die dann unterstützen, in den Bus bezahlen oder ihnen entgegenkommen. Und das Jahr konnte leider kein fuhren. Und wie das ausgesagt, im Moment wird ja auch kein. So, nee, dafür haben wir dann den Artikel aufgesetzt, weil wir gegen fuhren, aber wir bräuchten Geld, gibt mal gucken, dann müssen wir gar nicht kommen. Das müssen wir bis Ende des Jahres, ich sehe nicht, dass da viel so geschieht. Jean-Paul. Ja, Jean? Ich wollte auch dat nur fragen, was geht an Gemeng mit bei, wenn ein Verein darüber fährt? Weil das ist so interessant, dass das man denke richtig mit den Schulen lebt, ja wenige lo, aber das ist interessant, dass wir am Sport machen, ist eigentlich wenig Jurappen da. Das weiß ich noch nicht. Ich meine, wir haben da nicht klar definiert, was das Gemeinde dabei geht. Ich meine, wenn ein Verein fährt, muss man so, wie lange fährt, was er möchte, und dann muss man von Fall zu Fall gucken. Ich meine, wir können nur so, jeder kriegt so viel 1.000 Euro und dann finden auf Siegelsbach und dann guckt, dass es all drauf möchte. Das ist nicht das Ziel davon. Gut. Voilà, ich selber bin H4 und dann Jem Kaufmann, Ja. Claude Marsan, Ja. Lilian Ries, Serge Stein, Nico Welsch, Gilles Altmann, Dali Altmaisch, Vic Back, Serge Eicher und Nora von Jerry. Voilà, merci auch dafür. Und dann kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um verschiedene Wien und da gebe ich dann dem Serge Wort. Ja, um dem Punkt 6.2 geht es um den Dach, ein Thema hier sitzen. Zwar die von der Sportsaal an, vom Centre Culturel, den hat über die letzten Jahren ziemlich gelitten, für mal so auszudrücken. So als auf jeden Fall ein Zeitpunkt kommt, für eine Decision zu holen, für die Aufdichtung neu zu machen. Es ist eine Estimation erstellt in die am Dossier leid für die ganz Erbischten. Die Erbischten sind unterteilt an primär, an eine eigentliche Sanierung von der Membran vom Dach. Auf den Plätzen, wo den Dach von der Isolation beschädigt ist, gehen Plätze mit groß abgemerkt, die Membran mit groß abgemerkt. Anschließend wird die Erlbeschichtung auf der ganzen Fläche abgeraut und zum Schluss kommt dann die neue Membran drauf. Eine von den Fragen, die euch wahrscheinlich alle gut gestellt ist, die, wo bleibt dann eine thermische Isolation, wenn der schon ein Dach frisch macht? Das ist natürlich auch kontrolliert gehen. Und leider geht die Statik vom Gebäude das ganz nicht hier. Und plus haben wir auch nachgeguckt, weil wir schon an dem Thema sind von den modernen Technologien, für dann noch ein Photovoltaikanlage drauf zu setzen. Das ist natürlich auch aus den selben Gründen von der mangelnden Statik nicht möglich. Aber falls noch keine Ummerkungen mehr zu dem ganzen Thema da wären, da wollte ich froh, für die Stimmung vom Gemeinderat zu kriegen, für den Wie von plus minus 85.000 Euro dann zu stimmen. Ja, ich werde nicht aus, wenn ich wer das die Struktur hier ist. Aber wenn man so quer durch Land guckt, an hier da liest, da sind viele Sporthallen, viel Feststellen, wo Probleme sich schon nach kurzer Zeit. Also ich muss schon sagen, hier ist notwendig, das ist wichtig, aber ich muss auch dabei sagen, dass das vom ersten eine gute Qualität war. Weil Heinz Dolier, da haben sie müssen immer die Sätze, wo dran gedripst wird, da haben sie müssen aufsauen. Also hier ist gut investiert Geld, meine Frage ist schon beantwortet, für was die Strukturen nicht draufgekommen sind. Aber ich kann mich daran erinnern, wir müssen eine Expertise mal los, für, ob es gut wäre für Demos, die Scheinwerfer alles draufhängen zu lassen, ob das möglich wäre. Also das ist ein guter Invest und hoffentlich halten nach lang. Ja, du sagst auf einen guten Boden, dass die ganzen Anlagen heute zu Schötter stehen. Ja, da hat man damals eine gute Idee. Das ist richtig. Ich meine, von 86 Jahren steht das schon hier. Und du hast schon recht, das ist zwar Bäm um Berg, aber ich muss auch so, wir kriegen noch immens viel Löw. Wir haben zuletzt eine Hochzeit, die Leute belöfen sich immens, wie flott die Saal gehen. Das ist wirklich ein super Saal. Und ich meine, auch das Geld, das wir hier investiert haben, wo am Anfang auch jeder gemeint hat, wir kriegen ein neues Centre kulturell. Ich meine, hier ist er wirklich flott, kann ich mal weisen, dass nicht wie früher, wie wir bei den Orangen Tieren hier sitzen. Und, wir hatten ein bisschen Roserei damit, meine ich. Aber ich meine, kann sich aber weislos. Und letzte Woche haben wir eine Hochzeit, wo die Leute gesagt haben, das ist fantastisch, Centre. Ich wollte da auch ein so.
Gut, für den Rest gibt man dann aufstimmen, über de wie für den Tag frisch zu machen. Nora Foggiarini, Ja, Joch, dann du, pardon. Ich hatte dich genannt, ja. Das Ja, ja. dir. Claude Marsan, Lilian Ries, den Serge Stein, Nico Welsch, Gilles Altmann, Ali Altmaisch, Vic Back, Serge Eicher. Voilà, merci. Und dann Serge, den nächsten Punkt. Das ist auch für dich. Ja, hier geht es um die Installation von einer Bahn für ein elektrisches Auto abzuladen. Aber ich denke, dass jeder hier an dieser Runde mitgekriegt hat, dass es ein von den Bestreben ist vom Chefrat, für das Equipment von der Verwaltung zu modernisieren. Mit diesem Punkt um Ordre du Jour wollten wir proposieren für eine moderne Ladestation mit 2x22 Kilowatt inklusive Monitoring für bis zu 5 Stationen auf Parkplatz bei der Gemeinde zu stellen. Und dadurch den provisorischen Ausschluss, den wir für alle Schulen zu supprimieren. Für die zeitgemäße Station dann noch auf ein für die zeitgemäße Station als dann noch einen separaten Kreos-Stromausschluss von 63 Ampere vorgesehen, eine Tranche für die Kabellage an Zoma vom Geruf an Pflastererbechten, die sind am Devis mit vorgesehen. Selbstverständlich ist bei der ganzen Anlage auch ein Smart-Zähler für das Monitoring vom Stromverbrauch mit vorgesehen. Die Ladestation ist auch mit RFID-Badge-Lesern equipiert und das Ganze geht dann noch über WLAN und die IT von der Gemeinde angebunden. Ich meine, am Seminar von der Elektromobilität ist vieles über das Thema erklärt und diskutiert gehen. Und wenn ihr euch fragt, für was dass wir dem Gemeinderat nicht proposieren, für eine Schnellladestation zu installieren und zu stimmen, das ist lohmänglich ganz schnell motiviert, wenn ich weiterfahren. Und zwar die Variante, für die klassische Variante, die kostet 3.650 €, gehen die von 16.900 € für eine Schnellladestation. Bei der klassischen Station brauchen wir ungefähr, wenn sie Platz sind, 6 Stunden für geladen zu gehen. Bei der Schnellladestationen geht das innerhalb von 2 Stunden über die Bühne. Aber falls es doch keine Frage mehr wären, da wollte ich proposieren, für den Devis estimativ dann zu stimmen. Ja, ich wollte dazu Folgendes fragen. Wir hatten vom Minister für Jahren 4 Stationen zugesprochen gekriegt, für an der Gemeinde, und du hast ein bisschen eingemerkt. Die haben ja nicht da drin, ja so intern von der Gemeinde, das heißt, müssen noch immer 3 vom Minister zu gut, weil das Dokument, das haben wir ja alle gekriegt gehabt, und du hast mich gefragt, also die haben also dann intern. Das heißt, wir haben nach 3 Empfangungen vom Minister zu gut. Also die Bornheit, das ist effektiv intern, das geht auch um den Strom von der Gemeinde selber gehangen. Das heißt, die Stulo-Mengs, das sind die Charge-Bornen, und für die geht natürlich auch einen anderen Tarif verrechnet. Für die internen Gemeinde SIT geht der normale Tarif gerechnet, den eben mehr als Utilisateur bei Kreos bezahlen. Was die anderen Stationen betrifft, die nach sollen installiert gehen, das ist effektiv ein großes Thema. Und da ist auch ein bisschen Kreos, die Match spielt, respektiv nicht so Match spielt, weil die sind ziemlich zäh am Installieren von, oder respektiv, sie geben schon das begrüßen, wenn Bornen installiert gehen. Das Problem ist aber ein Trafo haben drin. Und dem muss dann in dem Moment derjenige bezahlen, den die Born installieren lässt. Ja, das ist eigentlich nur so. Ich muss auch mich rumholen. Die Gemeinde hat ja noch schon 2. Nee, Bei der Gareng an Schottering. das ist da ist Vom Minister. Nein, ich bin nur von Eiser. Ich bin nur just von Eiser geschwärzt, eng. Und was Chargeborne betrifft, ich schwätze, die Stummengst, das sind Chargebornen. Ja, die Staat gibt für uns installieren. Ja, ja. Aber wie ich gesagt habe, das ist eine Sache von den Kosten, weil Kreos
sie hätte gern, dass sie wollen das installieren, das ist kein Problem. Allerdings wir bezielten Trafo, Gemeng, respektiv diejenigen, die es wollen. Also, das, pardon, ich will Apps und ich schwätze mit das Herrstehen und Recht. Ich meine, sie haben Probleme. Ich zu mir ein bemerkt für als Auto. Für das Herrsch gesagt hat, billige Strom, tanke mir, wo lo die Köchte und auf dem paar Stoßschall saß. Wo du dich auch immer gehst, das von noveste Kabel nach Dollar oder von der Weekend, dann das Auto und du vielleicht du geschlossen fahren, mit Recht. Und da sind wir schon jahrelang am Gehen, da wird mein Proper sitzen, da auf der Seite von dem Auto steht. Das ist die, wo das Herrsch gesagt hat, wir haben eng auf der Kirchenplatz, wir haben eng auf der Gare, das aber die haben wir aber gekriegt, das ist CRL, das ist hochkadre. Für die Ballgare als vorgesehen, die zu setzen. Aber das Herrsch sieht, dass an der Sondaktivität, da haben wir geplant, eng zu setzen, weil das ist mein Platz, wo die Bornen hingehören. Und da ist es so, dass da nicht mehr Mittelspannung leidet. Da haben wir kein Trafo. Und da ist das, was das Herrsch gesagt hat, da sind Diskussionen mit der Kreos, wo sie so, ja, das Gemeinde muss ein Trafo sitzen. Aber da hatten wir den Minister Turmes, der Claude Turmes, hier in Haiwa, hier nicht, er ist aber da gesagt, hier geht es da Appui. Und ich meine, alle, die hier an der Dinge waren, an der Konferenz, die haben mitgekriegt, dass die Regierung auch auf Schnelllötstationen geht. Das Silo hat gesagt, dass die ganzen Coop-Stationen als Schnelllötstationen umgewandelt gehen. Weil das war leider NRW sind, ich meine, es hat keine Zeit, sich dann 4 Stunden bei einem Baum zu sitzen, bis ein Auto rumgeladen wird. An der wollen sie machen, und das wir am Anfang auch einen Flottplatz dürfen, an so eine Aktivität für eventuell auch selbst zu machen. Da sind wir mit dem noch an Diskussionen. Voilà, ich meine, da wird alles dann dazu gesagt. Für die froh, gibt mir aufstimmen, Vic Back, Serge Eicher, Nora Foggiarini, Georges M. Kaufmann, Claude Marsan, Lilian Ries, Serge Stein, Nico Welsch, Gilles Altmann, Ali Altrasch. Voilà, wenn wir durch dadurch ans herrscht, dann darfst du nach Reinke schaffen. Ja, dann den vierten Punkt, Punkto Finanzen. Da geht es darum, die Erneuerung von 2 Fußgängerbrecken am Parkaktivität Sierdal. An der Gemeinderatssitzung am Oktober 2019 war in die wie betreffend 2 Fußgängerbrecken am Parkaktivität gestimmt gehen, wo 1.000 € vorgesehen waren für Holz vom lokalen Förster an weitere Accessoires. Bei der Sätze von denen 2 Fußgängerbrecken, war dann zwischenzeit auch geschehen ist, weil hier Urgence en Matière war, bestanden wird, sollte an sich über den ordinären Budget gebucht gehen. Aber im Nachhinein sollte ich aber herausstellen, dass die Arbeit echter an den extraordinär bei den Artikeln vom Réaménagement des Places Publiques am Park d'Activité Sierdal passt. Aber hier ist dann eben als froh für dann den Devis, weil das den Devis dann los für 19.000 € für den im Nachhinein zu stimmen, obwohl dass die Arbeiten gemacht sind, mittlerweile gemacht sind. Der Förster wurde am Anfang nicht mehr spät wie heute noch eine Information als so kommen gelost, dass Holzkonstruktionen ersetzt respektiv abgefrischt müssten gehen. Darin wir dann noch eng weiter Plattform, die hier auch wird für das Publikum sperren. Das heißt für die Sicherheit von den Benutzer von den Infrastrukturen am Park der Aktivitäten Sierdal kommen wir da wahrscheinlich noch mit weiteren zusätzlichen Devisen an die Gemeinderat zu einem späteren Datum. Voilà. Gut, ich bin froh. Nee, das ist nicht der Fall. Jean Kaufmann. Ja. Claude Marsan. Ja. Lilian Ries. Serge Stein. Nico Welsch. Gilles Altmann. Ali Altmaisch. Back. Serge Eicher. Nora Foggiarini. An der Joch. Damit wird das auch dann aufgesehen. Und da kommt man auch bei Konfirmation für Verkehrsreglement. Und da gebe ich dann im Nordrhein. Also bei den meisten, da geht um das Chantier an der Rue du Village zu Schütter, zwischen Häuser 1 bis 22. Das ist aus der 24. August umgegangen und Bestimmungen, die Gölle bis das Chantier aufgeschlossen ist. Die Straße ist für den Verkehr gesperrt und noch den RGTR-Bussen, die betroffen sind, die müssen durch die Hauptstraße fahren. Die betroffenen Haltestellen auf der Gare zu Minzburg, Kreis Gas, zu Vasieren, Altschütter, Mött, Arkanischer Straße zu Schütter sind auch supprimiert gehen.
mir das eng Nawert vier gesinn vu Münzbech evasieren op Altschëtter. Präsentierst vielleicht allen drei dann. Ah, okay, gut. Beim Punkt 2, du geht um das Chantier an der Rue de Mensdorf und der Hausnummer 32, wo festgehalten wird, das war der 17. September zwischen 7 und 17 Uhr, da war immer ein Haltchen von der Straße gesperrt, und dass der Verkehr der Matrode Lute geregelt ging. Und am dritten Punkt, du geht um den Trottoir, der in der Rue Principale um Neuhaus hier gebaut wird, du geht festgehalten, dass vom 23. September bis zum 18. Dezember all Tag außer Sondes von 9 bis 16 Uhr der Verkehr zwischen den Gebäuden 83 bis 91 Rue Principal durch Rot-Lute geregelt wird, an dem über der Seite von der Straße geht. Merci Nora. Ich meine, wir haben zwar da, ich wollte zu mir, ich habe mal geguckt, ich meine, wir haben da falsches Reglement am Dossier gehabt. Geht den 17. September wird die Straße gesperrt für Privatschluss zu machen, mit die Rote Lut. Da im Moment ist die Straße einfach auch auf einer Seite gesperrt mit der Rote Lut. Ich meine, wir haben das falsch gehabt. Geht hauptsächlich darum, für die Rote Lut dann noch zu bestätigen, die an der Rue de Mensdorf sind. Pardon, ich hatte gut, ich meine, wenn du sonst keine Remarque gesehen hast, wir da doch stimmen. Jem Kaufmann, Ja, Claude Marzan, Ja. Lilian Ries, Serge Stein, Nico Welsch, Gilles Altmann, Dali Altmaisch, Vic Back, Serge Eicher, Nora Foggiarini, Ja. Anne Joch. Merci. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es um Verkaufsrechte an der Kernier Straße und du hast noch eine. Ja, also da geht um die Terran zu Schötter in den Atzingen, also wenn ihr bei der Abtikfrischung als Schötter fährt, nur die Schienen, auf der rechten Seite befanden sich nach 3 Bauplätzen bei der Straße, und wir gingen proposieren, für do, auf uns Verkaufsrecht zu verzichten. Voilà, sind dazu noch Fragen? Das ist auch nicht der Fall. Ich gebe noch darüber aufstimmen. Vic Back, Serge Eicher, Nora Foggiarini, Ja. Georges Kaufmann, ja, Claude Marzan, Ja. Lilian Ries, Serge Stein, Nico Welsch, Gilles Altmann und Dali Altmaisch. Voilà, merci auch dazu. Dann für den nächsten Punkt, da geht es um ein Morcellement, was ungefragt ging zum Neuhäuschen an der Rue Principale. Tanja hat geweist, das hier kurz präsentieren. Ich meine, die hat die Präsentation auch am Dossier Front. Das ist aber für das Leute am Saal hier auch ein bisschen wissen, wovon wir schwätzen. Und dann danach gibt man dann eine Rechtsexplikation. Tanja. Schönen Abend, alle Guten. Funktioniert noch einmal? geht noch nicht gut. Okay. Also, das. Okay, ja. Das 16 an 20 Rue Principal am Neuhäuschen. Also, heute seid ihr am Plan, wen Terran, der das neben einem PHP Nouveau Quartier. Am Fungol soll du den Terrain an Feier gedeelt gehen. Also die erste Etappe als die Idee, dass das Haus mal für dich gedeelt wird und dann eventuell einen zweiten Teil, wo soll ein Projekt kommen, also der dünnerste Bestand. Also hier ist mehr konkret. Am Fungol als für das Haus, was besteht, eben zu delen. Und das Althaus soll eigentlich aufgeraubt gehen und eventuell ein Projekt mit 3 Familienhäusern. Also die Projekt, die steht eigentlich noch nicht, obwohl wir die Bild haben aber auch mit bei, das ist just so ein Eskiz. Das ist aber noch nicht, also das ist noch en Phase d'étude. Ne? Am Fungol haben wir an dem Kader gedacht, dass dann der Moment für da aufzutreten, an einen Trottoir von 1,50 zu kreieren. Das auch mit den Proprietären aufgeschaltet gehen und das müsste auch kein Problem für ihn sein. Wir hatten abgelöscht, wer ein paar Parzellen das sind. Also, wenn ihr guckt, das sind nur all die Parzellen hier, 4 der Parzelle. Eigentlich ist es so, dass man dann eben auch geguckt und für hier eventuell langste Weg dann eben die Limit do riecht zu ziehen, dann ist er doch an dem Kader dann eben direkt mit proper. Und dann hört also es sind 2, wo eigentlich
du verloren? Das sind 13 und den Int. Ach, ja, hier ist am Anfang noch ein kleines Stück für, was eigentlich auch sie aufgetreten kriegen, für das die Runden, den Akt oder das dann eben proper verlief. Am Anfang, wenn ihn lo de Komparativ möchte, sind kriegt Gemeinden, das sind 5 Parzellen, das dann als die der Kommune, und da sind die 2 Äcker Hai an eben do langste Weh, für das dann eben proper auflieft, das kriegt dann Madame Kames weiß. Das, wenn ihn do de Kalkül möchte, das sind dann 70 Meter Carré, wo mir Gemeinden cediert kriegen, an 10 Meter Carré, wo Madame Kames cediert geht. Das geht dann einfach nicht change, und das ist dann ein Total von 60 Meter Carré, die und Gemeinden aufgetreten gehen. Voilà, noch ein Jahr. An dem Kader vom Projekt soll auch irgendwann den Depot vom Creus, das soll auch ein wasch kommen. Und da sind wir auch noch nicht so weit mit, dass aber auch die Idee, dass am Kader von dem Projekt irgendwo proper ein Trafo soll kommen und dann eben die Proto soll fortkommen. So, das ist es. Ich weiß nicht, ob noch froh sind. Beifügen. Das ist so, du hast noch eine Parzelle 14,615 auf 93, die 400 Straße, die muss natürlich auch aufgetreten gehen. Die blaue Parzelle, die ist nicht am Morcellement mit dran. Was Tanja gesagt hat, ich meine, für die Grenzrieze zu zeigen, auch für die kleinen Ecken zu gehen, die 2 Terren, die mehr hingehen, die sind am Domain publik. Das heißt, da muss man in eine Gemeinderat kommen, die kennt Prozedur, die muss man aus dem Domain publik und Domain privé von der Gemeinde klassieren, ehe man sie können cedieren. Dann ist so, ich meine, wir diskutieren schon lange verschiedene, die Madame Chefrot von die kennen, die Projekte sind immer schon jahrelang am Gang, wo sie drauf planen. Am Anfang wollten sie über PHP da machen, dann haben sie aufgewartet, bis den PAG am Anfang umgesetzt wurde, wie das Quartier existant ist, wo sie dann können Terrain morcellieren. Sie morcellieren die Terrain, das ist nicht nur ein, dem die gehören, die Terrain, die gehen nur per Kanne, dafür wollen sie morcellieren und dann wollen sie drauf bauen. Die Möglichkeit besteht ja nur noch, wenn sie die Grenzen wollen ändern, dass dann dem Moment kann, dass in die Grenzen dann über ganz einfache Morcellement kann ändern, ein bisschen nach links oder nach rechts schieben, dadurch wird ja nicht ein neuer Bauplatz geschafft. Dann wird man auch heute zur Decision gehört, aber auch, dass sie müssen dann alles auftreten für unter also die ganze Parzelle müssen sie und Gemeinde auftreten, wenn nur den Trottoir kann gebaut gehen. Und das ist auch so, dass was sie do, wirklich, dass ja kein Trottoir da ist, das leider am Lach und das gibt eine komplizierte Geschichte, das ist nicht so einfach, weil wenn der Platz kennt, das wo Dümmeli immer da gewohnt wird, und, sodass sie auch da müssen die Infrastrukturen machen, 4 Wand und Trottoir muss gemacht gehen. Ich meine, da muss man auch dran schreiben, wann zusätzliche Infrastrukturen gemacht muss gehen. Ich meine, es steht auch am Gesetz, dass sie noch bei einem Mordelement kann Infrastrukturen frohen. Das heißt, sie müssen ja nur, was sie da bauen, auch alles aufpassen und den Dingen und den und den Straßenraum. Und, als Gemeinde haben wir ja noch keinen Trottoir, du hast ja auch den du ein bisschen mehr weit angefallen hast. Das steht ja auch alles zu verkaufen. Das heißt, dass den Teil, den am Nouveau Quartier ist, den Fischer ihre Schapto. Das heißt, du könnt ja noch ein Projekt mit einem Trottoir, dass ich da sicher kann, den Nektar gehen. Aber wie gesagt, da muss sie auch, was sie da bauen, sich an den Infrastrukturkosten beteiligen. Voilà, Nico, du hast Ja, Jean-Paul, du hast schon ein bisschen auf die Fragen geantwortet, die ich wollte stellen. Mir geht es darum, dass wir an der Decision klar gesehen wer das geht, weil hier sind ein paar Sujets, hier ist einerseits das Morcellement, wenn ihr den Plan durchguckt, da könnt ihr sagen, dass ein Morcellement auf 4 Stücke, weil der Perimeter, den englobiert ja auch die Villa, die schon heute besteht. Und der zweite ist das Auftreten von den Terrain, von den Proprietären und Gemeinden, respektive von der Gemeinde und den Proprietären. Ich habe ein bisschen Probleme zu verstehen, wenn ich die Pläne, die da drin sind, an die Eskisse von den Häusern gucken, da können die Mengen, dass wir Morcellement auf 5 Stecker. Tanja hat für gesagt, dass das etwas an der Zukunft könnt. Ich habe noch kein Problem damit. Aber es ist klar, dass wir heute just ein Morcellement dezidieren,
mit den 3 Terrain von dem Terrain an 3 Stecker von dem Haus wird aufgehabt wird, an der Rest bleibt, aber wir dezidieren, dass eine Session muss gemacht gehen von den Terrain, die hier auf dem PowerPoint drauf sind. Ist das eine Entscheidung, die wir treffen, oder entscheiden wir, dass wir schon ein Element auf 5 Stecker machen? Weil wenn ihr ein Dokument guckt, dann ist da ein Widerspruch dran. Ja. Ich meine, der Dienst wird gilt als den Plan de Morcellement, das ist der Plan, den Hydraloch, das ist an 3 Stecker. Ich habe gesagt, wie gesagt, das Mam wohnt an dem Haus, und das die Bungalow, das nicht touchiert, dann da nicht gibt 3 Parzellen. Also ich kenne nicht, ich weiß nicht direkt wie wert, mich schon, dass sie aber am Gang sind, dass kann geht dann noch ein Deal kriegt, weil die wollen noch bauen, an das Delo zu 3 muss gucken, dann dass sie da eins gehen mit dem neben drin mit Mam, die bleibt am Haus, das ist ganz klar, und die kann ja nur immer nach da entweder was die ja noch möchte, muss ich gucken, mit das darum geht es, also geht wirklich ström im Feierterra. Gut, das ist kein Froh. Das ist auch so. Ja, normalerweise haben wir immer gesagt, wir wollen ein Projekt gesehen, wir wollen nicht Plan haben im Experiment. Stimmt. Und dafür haben wir die Projekte dran geschaut. Und ich meine, die Jam an der Weg wissen, wir sitzen schon Stunden nach Stunden um den Tisch, über das dort schwätzen. Wir haben auch mal Minister, weil das ein ganz sensibler Platz trotzdem, weil wenn von innen aus dem Lach gesagt voll die Fassade, noch von 4 bisschen am Lach leid, du gesagt, dass das nicht heiß aus, wir wenn von Hannen her nur das gesagt, das sind einfach heiß Gebäude. Ich meine, dafür haben wir gesagt, das schon geguckt, wie viel an dem da sind zu machen, dass er aber gesehen hat, dass er nicht ohne irgendeine Idee, wie das denn erzählt geht. Ich wollte anfangen nach just fragen, der Büro, ist das Ideenbuch? Ist das so ein Büro oder ist das nicht mehr für die Skizzen dort zu dokumentieren? Einen Kartusch? Einen Ideenbuch. Ist das ein Büro oder ist das nicht mehr für das Dokumentieren? Wie die das einfach so erfunden für uns zu sagen? Das ist nicht nur vom Büro. Ich meine, das ist so eine Art Eskiz, die sie gemacht haben. Ne? Also, das ist auch wirklich nicht ein Projekt, den. Also, wir haben nicht Dollar, gell, weil du schon konform, also da. Noch ein Umsteht drauf, die kann ich nicht hören. Ja. Nico, du wolltest nicht so? Ja, ich wollte noch einen kleinen Klammer abmachen, die nicht direkt etwas mit der Decision zu tun hat. Ich habe gesagt, was die neue PRG, den wir vor kurzem gestimmt haben, an die Jan Wigeras, was die bedeutet. Bei dem Projekt hier haben wir 4 Jahren ein urbanistisches Konzept gemacht, für hier einen Wohnungsraum zu schaffen, den sie so gut wie möglich gibt, an die bestehenden Konstruktionen anpassen, integrieren. Und du gesagt, mit dem neuen PRG, wo wir die Reglementer vom Quartier existant haben, da können wir etwas ganz anderes machen, wie das urbanistische Konzept, das wir damals hatten. Das heißt, mit dem Quartier existant können wir Häuser neben den Nähe setzen, ohne dass man andere urbanistische Konsiderationen machen muss. Das ist ein Enseignement, den ich aus dem Dossier heute sehe, der ganz wichtig ist für auch andere Plätze an unserer Gemeinde. Ich meine, das ist ganz klar. Ich war auch nie so der Freund von dem Quartier existant, weil das ist genau das, was du siehst. Wir riskieren, die Prozeduren sind mir einfach, die Leute delen an, sie brauchen nicht hier 25% aufzutreten, notfalls mit etwa noch immer eine Diskussion. Mit der Gemeinde hat viel mehr Handhab gehabt, ob die aktuell nouveau Quartier hast, du mir eine ganz andere Handhab wie am Quartier existant. Da sind wir beschränkt. Ich meine, die Regeln sind zwar nicht schon strikt am Quartier existant, du musst ja aber so viel begrenzt sein und so. Auch bei Tangler geht, die wird gesehen, die Modifikationen, die wir werden an einer nächsten Sitzung proposieren, Regeln auch noch mehr, dass von am Hang gebaut wird, wird nicht evident, dass. Und das ist klar, ich meine, zu Lützeburg wird immer gespart, ich meine, wenn ein alter Entrepreneur oder so geht nicht fair und wir sind blockiert, und dafür sind wir auf die Weg gegangen, von dem einfachen Weg. Das ist ganz klar, von dort Gemeinde nicht ganz wachsam, es bleibt den Urbanismus teilweise auf der Strecke, das ist der Realität. Und ich meine, wenn wir hier Wurstum, ich meine, die einen bringen immer die Argumente, wir bleiben hängen, geht nicht fair und geht nicht fair. Aber in einer Manier fand ich das aber wichtig, weil für was geht nicht fair und weil oft Projekte eine Katastrophe sind. Dafür geht nicht fair. Und ich meine, was an der Bautenkommission gesagt hat, wenn wir auf der Hauptstraße teilweise präsentiert kriegen, wo Tanja schon die an die Stro gefällt wird, für das Halleface etwas Verlables ist. Und das ist auch ein bisschen, und ich meine, da muss ich noch eine OAI so, wann ich Lift guckt,
auch Ihre Membern, dass für die Architekten haben eine Responsabilität an dem Land. Eine Responsabilität, das nicht für Promoteurfrau zu machen, für dass die ein Maximum verdient, Responsabilität, die Menge, die haben, also auch für zu gucken, dass er einen Dorfcharakter erhalten bleibt. Dann. Und das ist eben noch Gratwanderungen, die mir als Chef oder noch als Beimeister hat, für einfach da ein bisschen dann halt bremst zu ziehen und nicht alles durchzuwinken, wie es gerade kann. Gut, das gesagt, gibt mir aufstimmen, Claude Marsan. Ja. Nico, da so, ne? Ja, ich meine, du hast das Projekt an der Hauptstraße angeschwärzt. Ich habe nicht gesagt für drin, ich meine, du hast die Erklärungen gegeben, die auch der Chefrat an der Bautenkommission gegeben hat, die ich auch akzeptiere, weil es geht ja finalement darum, dass ein bezahlbarer Wohnungsraum für die Leute, die brauchen, schafft. Und du musst ihn damit bauen, aber an der Hauptstraße mit dem Projekt, da schaffen wir eine Densität, die wir während Jahren nicht akzeptiert haben. Ich nenne den Fall Haft Molitor, da haben wir jahrelang diskutiert, für das zu limitieren, auf eine Densität von 30 Wohneinheiten pro Hektar. Lo an der Hauptstraße, da schaffen wir eine Densität, die über 100 ist pro Hektar. Und wir schaffen einen KUS, das heißt le Coefficient d'utilisation du sol, le Coefficient d'occupation du sol, die weit über den Koeffizienten liegt, die wir an all den PAP am Quartier Nouveau arrêtiert tun. Das heißt, wir schaffen hier eine Architektur an der Hauptstraße, die, ich meine, sollen wir uns alle bewusst sein. Ich will nicht so, dass ich das contestiere, aber wir sollen uns bewusst sein, dass wir hier eine Architektur schaffen von hohen Bildungen an ganz dense Bildungen. Das ist vielleicht gut für die Leute, die eine Wohnung sichern, ob sie da bezahlbar ist, die Wohnung, das bleibt noch offen. Aber da schaffen wir etwas, was das Bild von unserer Hauptstraße total wird an den nächsten Jahren ändern. Weil die Konsequenz ist ja, dass all die Einzelhäuser, die Familienhäuser, die da stehen, die werden aufgerappt gehen, da gehen die Terrain an ganz kleinen Stücken morcelliert und da geht da ganz ein Wohnungsbau dran gemacht. Wir kriegen also eine Hauptstraße an der Zukunft, wir sollen uns das bewusst sein, eine Hauptstraße an der Zukunft, die stark wird bebaut gehen. Ich will das nicht contestieren, ich will nur sagen, wir sollen uns mit dem Quartier existant, den wir geschaffen haben, sollen wir uns bewusst sein, was das bedeutet. Ich meine, du warst an der Bautenkommission nicht da, wie wir vor an der Bautenkommission waren. Da sind nämlich genau die Sachen da gespart gehen. Und ich meine, Tanja hat auch ein Tableau gemacht, von der klar rausgesehen hat, dass das nicht so ist, dass wir auch an die Densitäten haben. Ich meine, wir haben die Densitäten. Wir haben Residenzen, wo viel mehr Appartements nach in Orlo auf kleinem Raum stehen. Wir haben ihnen das alles aus der Nähe gelöst. Wir sind auch mehr streng, sogar dadurch, dass wir rundherum nicht versichern können. Also wir haben das. Ich meine, wir haben am Kader vom PAG haben wir diskutiert, die berühmten Maison bifamilialen, wo die immer gesagt haben, kommen wir wo wir ja am Endeffekt zustand nicht warm dafür. Wir fanden gut, für so eine Maison bifamilial, wenn in der eng auf einen Terrain von 2 setzt, dann hat eine Densität von 100. Das ist aber nicht. Ich meine, das ist einfach. Wir sollen nicht so Schiffern hier an den Raum geheilen. Ich meine, ein Monitor ist nicht am Zentrum vom Dorf, das ist ja weit aus dem Zentrum. Da haben wir mal aufgesehen, dass Leute die seit der Berg, das ist nicht an einem Zentrum vom Dorf. Das war auch ein Hafen, wo eine Umnutzung ist, wo eine Kriterien sind. Durch Recht an der Hauptstraße, das Risiko, früher sind noch Residenzen gebaut, es sind noch Residenzen am Dorf, die Katastrophe sind. Da muss man so reden, ich zähle noch keinen ab, aber das ist teilweise auch so. Aber an dort die noch immens Hochdensitäten, da sind auch mehr Hochdensitäten, wie hier kommen. Natürlich muss man durch die Männer durch am Quartier existant, haben wir auch durch die Often, durch die Flächen, die maximal der verbaut sind, haben wir auch Regeln angebaut, sodass es lohnt, dass das mehr das kann gebaut gehen. Natürlich ist immer mehr interessant, den Haus zu kaufen und aufzurappen durch die Preise. Das nicht durch unser Quartier existiert, mit das einfach durch die Preise, die heute gefragt gehen für Appartementen, sind Hauptsache möglich, wo früher Kinder gedauert hat. Früher hat Kief über 1 Million oder 1,5 Millionen Hauskarte weggehabt und das ist Appartementen gebaut, für die wir beigelaufen. Mit dem, was heute bezahlt wird, da ist das halt möglich. Und ich meine, das ist das Problem mehr, wie das wir sollen durch das Quartier existiert viel mehr Densitäten kreieren. Aber wie gesagt, das Problem ist natürlich das Quartier existant par rapport zum nouveau Quartier, wir haben einen Abfluss. Und dafür haben wir ja auch verschiedene Teile von der Stadt dran. So haben wir ja am nouveau Quartier gelost, dass wir wirklich da können, aber nach Räumen schaffen, die am Anfang aus einem Dorfzentrum rechnen. Gut, hat man aufgestimmt, nicht Claude Marsan. Ja. Dann Lilian Ries, Serge Theim, Nico Welsch.
Gilles Altmann, Ali Altmaisch, Fik Bak, Serge Aisha, Nora Foggiarini, Georges Kaufmann. Ja. Voilà. Merci, Tanja. So, den Punkt auch durch. Da kommen wir auf den nächsten Punkt. Da geht es um einen Kompromiss d'échange Fußball zu Schwers. Ich meine, das ist auch eine Geschichte, die schon ewig anhält. Da ist ein Terrain, alle haben wir den Plan, da eventuell der Tisch das Öfen an der Karriere am Fußball. Und da sind das ein Schloss gewähnt zu Schwers. Und da haben wir aus sich den Plan gesehen, da ist ein Terrain, den Hannen op den Fußball, der wie Fußball stehst, auf hier, als er mal seinem kleinen Stück und Schloss Gewern ugebunden. Und das ist eine Situation, die war nie ganz glücklich, weil da hat der Gemeinde d'Entrée am von gehört bis auf den Terrain. Das ist einfach, weil du hast gesehen, das kleine Stück, wo ihr auf den Terrain könnt, das hat der Gemeinde, ja, den Herr Schome oder man da gewohnt, Familie Schome. Und die hat ja die Barriere da an die Hüse Heizschlangen da dran. Das ist natürlich nach so ein historisches Überbleibsel, weil aus sich den Terrain, den hat einem Proprietär gehört, den wollte aber am PHP-Schloss gewähren, den muss nicht machen. Und da war natürlich die Zeit, die den PHP gemacht haben, die haben dann aber den Infraplan, die haben dann aber gesagt, ja, aber du kriegst da keinen Bauplatz, du kriegst den Access da nicht, bis du bezahlt wirst, für eine bestimmte Infrastruktur beteiligt wirst. Und die ganze Infraplan, die irgendwo in der Jahr gepackt, das war die ganze Firma, die haben in die Häuser sich nicht lassen gehen, die hatten ja nur finanzielle Probleme, dort hat alles aufgewickelt gehen, und du hast die ganze Infrastruktur hier ganz Terrain, die sind in Gemengen aufgetreten gehen. Und unter anderem auch den dritten Terrain, den du mehr als Gemengen mitkriegt, mit der ganzen City. Und aus sich als Gemeinde verkauft man ja nicht, weil immer am Leute kommen, die gerne Terrain von uns kaufen. Also vertreten für den dritten Terrain an theoretisch als der Bauplatzpreis, von dem man Platz verkauft, seht ihr nicht, also steckt das Gemeinde mal für Kinder verkauft ihnen zu einem teuren Preis. Da haben wir zu den Proprietären gesagt, gut, wir können just mit einem Échange leben. Wir können just mit einem Échange leben. Du hast ihnen proposiert, gut, dann musst einfach einen Streif haben, lässt den Fußball, lässt den Hosepad aus, da geht die Reise die, geht, dass wir den nicht direkt brauchen, mit dann hört Gemeinde do Meter mehr Terrain, und die kriegt oben an der Schloss Gewern, kriegt ihr dann eher einen Achse, wo sowieso keiner so selbst kann da mal durchdenken, wie sie, und das wir am Anfang nicht Chance, den wir gingen proposieren. Dazu keine Fragen. Schön nicht der Fall, dann gibt es noch darüber aufstimmen. Feedback. Den hast du nicht da. Dann Serge Aisha, ja. Nora Foggiarini, Georges Kaufmann, ja. Claude Marzan, ja. Lilian Ries, Serge Stein, Nico Welsch, Gilles Altmann und Tali Altmann. Voilà, mit dem Punkt. Und dann kommen wir zu einer Konvention. Ich meine, am Kader von der, wir sind am Gang, da ja, die Village frisch zu machen, sind wir überall immer geguckt, für verschiedene Emprisen zu kreieren. Hier geht es um eine Konvention, wo dann der Proprietär den noch einen relativ großen Terrain hat, wo den Trottoir schon teilweise auf seinem Terrain ist, den wir aber noch nicht, den nie aufgetreten gehen ist. Und wo wir aber wollen, den Trottoir dann noch auf den Terrain bauen. Wir hatten mit dem Proprietär Gespräche, der hat gesagt, ja, ich will aber nicht aufgehen, ich habe nicht den Terrain, wenn ich meinen Terrain muss leeren, dann könnt ihr um 5% freuen. Dann sind wir mit dem so verblieben, haben wir übrigens auch Neuhäuschen mit ganz vielen Proprietären gemerkt, dass wir gesagt haben, digital ist den Terrain, wir bauen einen Trottoir drauf. Hier nur doch verlangt, wenn er die Konvention gelesen hat, hat hier noch gesagt, dass 4 Straßen so aménagiert wird, wie du Plan hast, dass du beim kommen, dass du nicht sollen Parkplätze kommen, wo noch Kamionetten drauf halten und all mögliche. Ich will nicht nur für eine Menge Dinge mehr rausgesehen, weil du alle Entrepreneur sind Kamionett stationiert, dann hat du ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, der Mann, der geht ist den Terrain für einen Trottoir zu bauen, wenn hier sein Terrain muss leer, tritt er doof und Gemeng kriegt er dann in dem Moment angerechnet. Und wir haben uns auch engagiert, dass der Plan auch so realisiert wird, wie hier vier Leute, dass wir bei ihm findet ihr dann die Probleme setzen, da kommt der Busare hin und da kommt dann noch eine Bank hin, wo der Bus da stehen bleibt. Voilà, sodass wir dann da auch können über den Terrain verfügen, für da dann einen Trottoir zu bauen. Sind da noch Fragen?
Das ist auch nicht der Fall. Dann stimmen wir auch darüber auf. Serge Eicher, Nora Foggiarini, Georges M. Kaufmann, Ja. Claude Marzan, Ja. Lilian Ries, Serge Stein, Nico Welsch, Gilles Altmann, Dali Altmaisch, Vic Back. Voilà. Merci. Und dann kommen wir noch zum nächsten Punkt. Da geht es darum, 4 Member an der Finanzkommission zu ersetzen. Nora, du hast du vorhin. Ja, du hast auf Aufruf von der DP gegen mir aufstimmen für den Herrn Marc Ant durch den Herrn Melvin Görgen an der Finanzkommission zu ersetzen. Gut, da sind auch keine Bemerkungen. Gibt man darüber aufstimmen? Vic Back, Serge Eicher, Nora Foggiarini, Georges M. Kaufmann, Ja. Claude Marzan, Ja. Lilian Ries, Serge Stein, Nico Welsch, Gilles Altmann und Dali Altmaisch. Merci. Voilà. Und dann kommen wir schon an den nächsten Punkt, an den Heim zum Schluss an der Séance à huis clos. Da haben wir noch einen Punkt de Morde du jour, au Aufruf von der DP. Vous y le punct est l'approbation d'une motion concernant l'élaboration d'un plan d'action en matière de mobilité douce. Wer nicht verhält dort fort von Serge? Ja, merci. Also wir hatten am Anfang als für den Historik, wir hatten schon für uns 2 Jahre, damals am Kader vom Tour de Deux eine schriftliche Jugofrage gemacht, wo wir verschiedene Themen über Mobilität dus an unserer Gemeinde angeschaut haben. Ich meine, ich hatte da 3 kopiert, da war einerseits notamment über die Infrastruktur für Parkmöglichkeiten für Velo, notamment bei öffentlichen Gebäuden. Da war damals gesagt, das geht dann an der Wand am Ende von 2018 gemacht, ich habe gesehen an der Kader von der Gemeinde Mobilität, also wenn es mal auf dem Schulcampus so erweitert gehen, dass da kann alle noch einen Parkplatz für 4 Jahre Velo und ich fand das auch gut, so, weil ich meine, es sind immer mehr kann, über die letzten Jahre sind immer noch beikommen, die die ganze Weg abzuschwellen, für mein Velo zu machen und das soll unterstützen. Dafür begrüßen wir das. Weil ich aber nur darauf kommen, dass ich das auch noch kann ausweiten kann. Den anderen Hauptpunkt, das war eben den, wie einen mehr sicheren Trajet kann assurieren bei den Hauptachsen. Ich meine, du war hauptsächlich über die Hauptstraße von Straße über Schötter bis hier Münzbisch. Ich meine, das gilt auch für eine Röde Bayern oder für andere Hauptachsen an dieser Straße, wie du besser Velos Couloire kann machen für die Dus-Mobilität. Du hast dann immer gesagt, ja, den Hauptprojekt, der für gedrieben gehen, als der von der Rue Principal. Und dem wäre auch geschafft, hat auch gut ausgesehen. Du hast eine Gemeinderatssitzung geheischt, das Projekt wäre am Anfang nicht mehr aktuell, weil die Chaussee nicht auferstanden wäre, weil du auf verschiedenen Plätzen die Breite nicht gegeben wären und für andere Alternativen geprüft gehen und du nicht mehr wie gleich aus der Dämmbox angeweiht gehen, als du Hund ja am Heieren an der Rede, dass der Velo wäre, dass der das Projekt auf der Hauptstraße nach weitergeht diskutiert geht. Voilà. So sind ich als Gemeindekonseiller ja schon immer ein bisschen verloren, wenn ich darüber gesprochen gehe, wo geht das hin, wer das da geplant, dann wie soll das in Zukunft aussehen. Und dafür könnt dann die Propos für eine Motion aufzuholen an dem Gemeinderat, dass wir wirklich vom Chefrat den Auftrag gehen, für ein Konzept auszuschaffen, wo an der Gemeinde wirklich Couloire soll für die Mobilität dus. Und das vielleicht auch nicht ein E-Projekt geschafft wird, weil ich meine, wir wissen immer, wie das geht, viel geschwärzt und dann nur scheitert das Projekt ab, weil wir dann direkt auch vielleicht auf verschiedenen Achsen und man Alternativen dafür gesagt haben, vielleicht die 2 Projekte zusammen an Etüde geht, für die noch direkt ein alternativ brett wird, weil sonst kommen wir nicht an dem Dossier 4 rein. Und ich meine dann noch für Westwelt, ich meine, ich weiß, dass man PAG verschiedene Couloire für Mobilität durchführen gesehen haben. Aber wenn wir auf die werden, ich meine, da werden wir nicht nach Jahren, aber Jahrzehnten, bis wir es realisieren. Voilà. Und dann wird das eben einfach für uns treiben. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, dass das in vielen anderen Faktoren hängt, für die Projekte umzusetzen. Ich meine, dass es wichtig ist, dass eine Vision gibt, was die wollen machen und dass die noch auf ihre Mesure dann immer erklärt, wo die Projekte drin sind und ob sie dann können realisiert gehen oder nicht realisiert gehen, für das nicht so flou ist und dass die Leute auch mehr informiert sind, was da geplant ist. Und ich meine, also ein Projekt, Plan d'Action gehört eben noch, was von anderen Mesuren sind für die Förderung von der Mobilität dus vorgesehen sind. Ich meine, ich habe dort Standard nur geschwärzt, aber ich muss noch vorgesehen vielleicht für sekurisiert Aufstelldinger, wenn den Haut all die neuen Veloen hält, Elektro-Veloen, du hast ihn nicht mehr sicher, wenn das irgendwo in einem geschlossenen Raum oder manchmal in einem überdachten Raum kann aufstellen, respektive vielleicht auch einen Preis vorgesehen, dass wir kennt, Velo uploaden.
All das sind Sachen, die muss vorgesehen für die Zukunft, für wann ich will, die schmengen trotzdem die Stimmung, die du hast, für ob den Velo umzuklammen, für die weiter zu unterstützen. Und dafür ist eben ein neues Propos als DP für den Auftrag zu gehen und den Chefrat für wirklich einen Plan auszuschaffen, wo konkret festgehalten wird, was gewollt ist, an dem Bereich in den nächsten Jahren umzusetzen. Voilà, aber ich meine zu der Motion, ich meine, geht im Heim durch, die weiß, dass ganz klar Konzept dafür leihen, was Mobilität geht. Ich meine, die alle gut kennt den ganz ausführlichen Mobilitätskonzept von 2014 am Kader von der Region 4 gelöst genoss, wo ganz klar vorgesehen ist, wie Mobilität soll zwischen den verschiedenen Gemeinden funktionieren. Wir haben als Gemeinde auch haben eine Adoption, wo wir eine Velospiste machen. Wir haben am Bebauungsplan, wie du siehst, haben wir ganz genau studiert, wo kommen Velospisten hin. Dort leider auch vier Giderin, die sich ein bisschen interessiert, die wissen ganz genau, wer der Planung ist. Ich zähle alle von der Velospiste, so eine Aktivität, gar so eine Aktivität. Wo wir am Gang sind, was die Hauptstraße geht, effektiv. Und ich gesagt, dass die Velospiste durch die ganze Hauptstraße von Minzburg auf Dingens nicht geht, von Minzburg auf Straße nicht geht. Da sind wir auch alternativ am Gang, um der zu schaffen, der Steisebund, die übrigens auch schon lang an Diskussionen ist, schon auch von Chefrat für drin, schon darüber geschwärzt. Wir sind eine Woche, wir müssen auch nicht ganz abgehen, hier auf der Hauptstraße. Ich meine, da sind wir als Büro d'études. Ich meine, die wissen alle gut, weil 6 Monate wirklich nicht gelaufen, was sowohl die Leute von der Gemeinde ganz anders sollicitiert waren, wo auch Büro d'études, teilweise nicht geschafft haben, sodass wir da nicht an der Vitesse führen kommen, wie wir wollten. Wir werden einfach gucken, ob nicht einfach möglich ist, dass durch den Campus, ob man es dann eine Rue du Verger, respektive der Kirchenplatz, dass ich von da kann noch bald Schotter fahren, dass ich da kann, aber auf der Hauptachse auch die Sachen anlegen. Ich meine, wir zählen noch immer Velosständer, das ist auch nicht, dass wir von ihr dann gezählt kriegen, die Velosständer an der Mama nicht, nee, das ist nicht so. Ich meine, bei der Schule haben wir sie gemerkt. Wir haben noch gesagt, wir werden alle guten als Busarenen, noch immer so weit wie möglich, auf den viel genutzten Busarenen werden wir Velosständer noch machen. Wir sind am Gange noch zu gucken. Ich meine, den RGTS-Reso, wir haben einen Avis heute aufgehen, wie ein RGTS-Reso soll reorganisiert gehen. Andere Leute schaffen ein ganz klares Konzept, was wir auch verlangt haben, wie die Busse sollen fahren. Und ich meine, da kommen ganz neue Haltestellen. Und die Haltestellen sind wir am Gange, mal abzuholen. Was tun wir von Haltestellen? Was tun wir von Bushäusern, die immer stehen? Wo setzen wir in Zukunft Bushäuser? Und dabei werden wir dann noch die nötigen Velosständer setzen, für das dann noch an dem Sinn, dass die Leute auch können optimal dann nutzen. Ich meine, wir haben noch die M-Box tun, das ist ja viel gesehen, weil ich auch ähnlich gesagt habe, für eine Velo-Werkstation, eine Fleckstation werden wir machen für Velo an der Minzburger Schulhaft. Ich meine, wir schwätzen alle Keier über Mobilität. Und das ist nicht, dass die Leute einen Eindruck, wie wenn die Chefrat kein Plan, kein Ziel hat, der fordert, dass wir so ein Konzept auf den Tisch legen. Ich meine, da haben ganz viele Konzepte dafür. Du hast mit Recht gesagt, wir müssen natürlich mit den Leuten diskutieren. Du Claude hat Dänisch gesagt, die Velospiste durch Schüttern evasieren, das hat dieser Chefrat eigentlich fertig gebracht, für da endlich eine Einigung zu finden, wo Chefrat für drin dann auch da schon lange diskutiert. Ich meine, wir machen immens viel, wir haben ganz klare Konzepte. Und wir haben eine Chefratserklärung durchgeholt, wo klar draufsteht, auf was für wen wir gehen. Das ist nicht, dass wir keine Visionen haben. Ich meine, dort hat schon Dänisch gesagt, dort gesehen wir zählen Parkingen. Wir werden noch gucken, was für Parkingen sind ja noch, wo kann ich wie lang parken, wo werden wir irgendwo Parkauern hin. Das ist ein ganzes Konzept, das hängt alles zusammen. Da können doch ein Konzept raus dabei. Ich will auch so der Region, da ist ein ganz Verkehrskonzept gemacht, die wird am Tierrang, wo kein Mensch sich mit dafür interessiert. Der Region, die war am Anfang, du hast gesagt, die hat sich mit dem gekümmert, die Konvention ist ausgelaufen, als Schritte sind wir interveniert, für uns den Internetseite von der Region beizubehalten, für wirklich auch die Koordination zwischen den Gemeinden beizuhalten. Am Jolo, zusammen mit all den Gemeinden rund um die Stadt, wo ich auch mich so sind wir, kommen wir zusammen, gucken wir für eine Gesamtplanung, ein Gesamtkonzept zu machen. Unter anderem der Velo aus der Stadt, wollen wir einen Ruf kommen, kriegen. Und ich auch schon wie oft gesagt, dass wir für dich müssen, nicht rankommen. Also die Chefrat hat schon, an die Majorität hat schon ganz klare Konzepte. Und ich fand nicht, dass die Gemeinderat muss eine Motion holen,
für Lobemo de Chefrotei umzustellen, ein Konzept auszuschaffen. Ich meine, dir wüsstet alle gut, wir schaffen vieldrohende Klote, den ich nach gesagt, wir haben 1000 Ehrenamtsstufen gekauft. Das haben wir auch gekauft, weil wir ganz klar Konzepte für die Velos wie durch die PHP Bertrand einkriegen, bis an auf den Schulcampus zu kriegen. Wir wissen ganz genau, warum wir schaffen. Ich meine, dir wüsstet doch, ich probiere nicht immer so gut wie möglich zu informieren. Das ist klar, dass du mit dem Zentrum, da gehe ich da recht, dass du vielleicht dann die verschiedenen Interpretationsschwierigkeiten da waren, dass du eigentlich gesagt hast, das vom Durch generell ein Piste durch ganz durch, weil Straßen nicht breit genug ist. Ich meine, da sind wir sehen, ich finde aber nicht, dass wir verschiedene Trancen probieren, das zu machen. Aber ich meine, dafür sollet lo net mat der Motion ha gesagt dat aus wie Hallo Dir gut ke Konzept Dir planlos lo so mir DP lo mal den junge bringt mal proper Konzept weil ich mengen das ja war so Dir wat ja woch 6 Joer ha ha en DP bo meeschte nie abs gesprochen mir noch dieselvichte Wege geplant dort nie en ha no engem Konzept gefrot nie gesot das net gut. Ich meine, wir haben ein Konzept, wir bringen es ganz klar zu Papier, das ist am Laufen, dafür haben wir Büro-d'Etude, wir analysieren die Sachen, wie gesagt, wir müssen wissen, wo sind die RGTRs, wie gesagt, das definitiv aus den RGTR, da sind ganz viele Tonnen, die brauchen wir, für dann noch ja wirklich, wenn wir all die Dinge bei ihnen haben, für Apps dort zu machen. Ich meine, wenn die Mobilität guckt, wir haben immens viel erreicht. Ich meine, ich habe das auch gesagt, wie den Franz Baustoff, wir haben einen Bus, wir jahrelang gestritten, um für einen Bus zu kriegen auf die Gäste knapp. Wir kriegen eine Altlycée, die hat den Zettel an der Bord gehabt, war da alles geschieht. Wir haben gesagt, wir hätten gerne die Linie über Neuhäuschen auf den Cargo-Center. Wir hätten gerne, dass der Bus durch so eine Aktivität führt. Wir haben schon vieles erreicht, an das nicht das Lo, wir müssen als Chefrat gesagt, mehr den Plan. Und ich meine, wir sollen noch nicht Zeit verlieren für irgendeinen Plan dort zu machen. Ich meine, wir haben ganz klar wühen. Sobald wir die Elemente alle zusammen haben, wird mir lieber klar, da alles zusammen fassen. Ich fand nicht, dass der Gemeinderat muss den Chefrat auffordern, wie wir mir nicht am Stand wäre selber, das dort zu planen. Weil so gesagt, das dort aus, und ich meine, das ist nicht das, was am Moment muss der Chefrat auf den Weg kriegen. Wir sind am Gang, das zu machen. Und dafür meinst du mehr der Meinung, dass du nicht eine Motion gestimmt gehen, für halt gefehlt das Gefühl ab können, wie wir mir nicht gemacht haben, von Frieden eine Motion mal sputen. Ich meine, ihr seht, dass enorm viel gelaufen, sie gelaufen von den Ministern an. Ich meine, auch die Leute sind zufrieden, also nicht, und das ist ganz klar, das kann ich immer noch verbessern, kann ich immer noch Füllungsstände darüber setzen, aber auch die M-Box, meine ich, das ist schon ein echt immens flotter Schritt, also das ist wirklich viele sind an der Mache, an, wie gesagt, Konzept das auch da. Ja. Ja, also ich meine, dass viel gelesen ging, als was nicht da steht. Also ich weiß nicht, wer nicht viel Reproche. Ich meine, den Hauptpunkt, den ich auch gesagt habe, dass das nicht transparent ist. Final mir muss ich nicht immer erzählen, was alles schon an den letzten Chefräten gemerkt und an den letzten Jahren gemerkt hat. Ich bin nachher im Gemeinderat und ich probiere just das umzusetzen, weil ich auch von den Bürgern mich rumgedruckt kriege. Das ist schön gut, wenn ihr wisst, was ihr Plan ist. Ich meine, das ist einfach auch das, dass die Leute draußen und auch der Gemeinderat wissen, wie eine Richtung geht und dass dann immer die kontradiktorisch kommen, das ist dann mich schwer als für die Leute zu denken. Also dafür einfach eine Sache, wenn das so klar ist, wenn der Plan da ist, dann ist es auch einfach für das durchzustellen und die Leute zu informieren, wo es soll hingehen und was da wirklich geplant ist. Ich meine, die Leute müssten informiert, sie sind ein bisschen interessiert, wie es lebt. Ich meine, das auch, das ist ja einfach. Wir so etwas, und dann geht es nicht, weil wir hier oder da Dinge nicht kriegen, dann ist es ja, was klappt dann hier nicht. Ich meine, schon zum Beispiel zitiert von Al Chatter mit der Velospiste, da wisst ihr, wie es geht. Ich meine, hast du noch Punkte drauf, wo da gesagt wird, von der Coupe Scolaire oder so, du hast nicht gelaufen, noch 2 Jahre. Auch da ist etwas gelaufen, auch da, wie es geht, den interessiert. Zum Beispiel die Dingenskommission, die Verkehrskommission, die hat ganz klar, da haben wir ganz klar aufgemacht, dass der Vertreter von der Verkehrskommission ein Kilo an Schuld kommen, dass wir probieren, eine Coupe Scolaire zu organisieren, auch was die Dinge angeht, die Verkehrsgeld. Ich meine, noch da in der Schule. Also es lebt wirklich vieles. Dann geht ein bisschen durchgestaltet, wie wann die Chefrat, wie du siehst, du weißt richtig, wo die geht. Doch, aber wir schwätzen noch mal die Leute. Ich meine, wir haben Probleme. Ich meine, noch ein großes Buch, wo die Leute sich gehört haben, dass da geparkt wird. Egal wie, dass da Tritte so geparkt wird. Ich meine, wir haben noch denen versprochen, wir machen da Potto und dahin, dass Chemie da parkt. Ich meine, wir sind am Gangen, wo die Leute mal gerufen, was baut da ohne uns zu informieren? Ich glaube, nein, wir bauen nicht, du gehst just die
Parkplatz gezeschen, weil wir seriös gucken, was machen wir, und da werden wir auch kommunizieren, was wir machen. Pardon. Da werden wir auch kommunizieren, was wir machen. Wie gesagt, der Chef, also Gemeinderat oder der Chefrat, opfer der Lo Bemol mussssen Bemol alles detailiert zu präsentieren. Ich mengen mir präsentieren alles so sehr wie mat wëssen. Ich mengen die ganz alte Konzepte, Subsidien alles den alles. Mir hunn eng Broschüre gi mat alle Subsidien, die fir Wëlle, fir Elektromobilitéit. Mir hunn Carsharing Assai op der Ger. Ich mengen gëtt ganz Kopf Lesungen mir sind auch am Gange, wie gesagt, mit der Stadt Lützeburg beim Velo zu gucken. Wir so aber nicht der Velo könnt ihr da do, weil wir mussten aufwerden. Und gelieft wir haben die Konzepte, wir wissen genau, wo die geht. Wir haben ein ganz klaren Chefratsprogramm. Da steht so viel über Mobilität und so drauf, wie Mensch noch nie an einer Chefratserklärung war. Wir werden dann sitzen. Wie gesagt, wir müssen nicht von einem Gemeinderat als Chefrat gesagt kriegen, da. Wir sind am Gang, Konzeptreise, wir geben eine Information. Ich meine, da so ein bisschen schlechte Geschmack, dass ich sehe, hey, Junge, was tut kein Konzept dran, sie mir mal der Hand, dass du ein Konzept mehr dann. Das fand ich nicht ganz, das nicht wie das. Aber wie gesagt, ich meine, 6 Jahre lang für drüben war auch Zeit, Konzepte aufzustellen. Wo sind die Konzepte? Die sind noch nicht da. Und dafür sind ich der Meinung, und sind wir als Chefrat der Meinung, dass der Gemeinderat nicht muss beauftragen, Konzepte vorzulegen, die bestehen, an die wir werden noch kommunizieren, weil ich meine, das schon immer an unserem Interesse, wenn wir kommunizieren. Wir wären blöd, wenn wir den Leuten nicht alles gegen verkaufen, was wir machen, und das machen wir auch. Aber wie gesagt, Diskussionen sind alle gefordert, die zu feiern waren. Das ist Nico. Ja, ich meine, wir sollen halt sachlich bleiben und nicht Emotionen spielen lassen und nicht Vergangenheitsbewältigung machen. Wie mir die Proposition halt gemacht haben, da war das nicht für den Chefrat und den Chefrat, sing ich zu kritisieren, mir denken und Leute, die hier in der Gemeinde wollen, man will fahren. Ich musste dem Chefrat viel Blumen streuen für die Organisation von der ganzen Mobilitätswoche. Da waren ganz viele interessante Aktionen, Konferenzen, Projekte, wie sie es nennen. Ich meine, der kennt es alle gut. Wir sind wahrscheinlich am ganzen Land eng von den Gemeinden, die am meisten an dem Bereich gemacht haben. Wie war das Problem? Das Problem ist, dass wenn den Hauptmann Velo an der Gemeinde fuhren, und hauptsächlich durch den Hauptdachs, durch Dall, dann ist in einer Straße, wo ein immens ganzer Verkehr ist, und man Velo da fuhren, das ist voller Risiken. Ich bin ganz ehrlich, ich fuhre da nicht mehr am Velo, das ist mir zu viel riskiert. Wir haben nicht gesehen, wie viele Accidente geschehen, auch mit Leuten, die mit dem Velo fuhren. Da muss ich vorsichtig sein. Aber wir wollen einfach so, hier muss ich Prioritäten setzen. Und Prioritäten, das sind die Infrastrukturen. Die können so schön wie möglich Velos Wäschanlagen bauen und noch Velos subsidieren. Wenn die nicht mal am Velo können, an der Gemeinde erst platzieren, sicher, da fuhrt die nicht mal am Velo. Aber wir wollen Leute motivieren, am Velo zu fahren, da müssen wir Infrastrukturen, das heißt Pisten schaffen, die vom Verkehr weg sind, wo ich kann drüber fahren. Aber wir sind der Meinung, dass der Chefrat nicht die richtige Priorität setzt, dass da viel drüber geschwärzt wird, Steuerkonzepte, mit konkret als gut nicht stehen. Wir hatten damals an unserem Wahlprogramm für die Wahlen hatten wir gefordert, das soll eine Verbindung über den Kollektor von Minzbech auf das Cargo Center gemacht gehen. Und wir sind froh, dass das Projekt mindestens im Moment an der Karton ist und noch versprochen, dass das realisiert wird. Aber wir sind der Meinung, dass kurzfristig an dieser Gemeinde, von einem Bussen sich an Druck klemmt, dass an dieser Gemeinde zwischen Schütter und dem Campus Scolaire einen Velosweg machen kann. Die Gemeinde hat Terrain, die Gemeinde hat ganz viele Möglichkeiten, etwas zu machen. Muss ich sich ausdenken, mit einem Büro d'études, dann brauchen wir praktisch kein Büro d'études für das Konzept zu machen, müssen sich da hinsetzen und der Sache Priorität geben. Weil wenn man eine Infrastruktur in der Gemeinde hätte, für das zu machen, das sind ja überzeugt, dass viele Leute auf der Velo umschwenken und dass all die guten Sachen, die bis jetzt dezidiert sind, dass die dann die richtigen Effekte, die richtige Levier kriegen. Und das ist das, was wir ein bisschen frohen, gibt es nicht geliebt, der Schaffung von einer Infrastruktur, einer separaten Infrastruktur, wo man Velo kann fahren, und hier an der Gemeinde gibt der Sache mehr Priorität. Ich meine, was du siehst genau das, was ich am Anfang auch so ein Konzept haben, den Nöschle, was der Leute verlangt, das hilft gar nicht. Das ist immer der vierte kein Mensch, von mir die schönste Papaya alleine, vierte kein immer den Velo durch dürfen. Ich will einfach so,
Wir haben am Kader vom Bebauungsplan haben wir genau das dort festgehalten, als das Majorität hat klar gesagt, wir wollen parallel zur Hauptstraße W bis an das Centre kreieren. Ich habe nicht gesagt, wir haben den Terrain gekauft, das Haus gekauft, für das heute den Ausschluss soll kommen. Ich meine, wir sind am Gange mit einem Projekt, mit einem PRP, für den soll genehmigt gehen, hier an den Häusern, wo wir dann bis an Rue du Verger können. Ich meine, wir sind da permanent am Gang. Wir haben heute am Bebauungsplan dickte Kap gewäscht kriegt, weil man do zu straßig die paar Hektar do an den Bebauungsplan mal rangolo, wo jeder gesagt hat, muss man da mal daran wollen. Das Argument war einfach für die Velosverbindung zu kreieren, zwischen straßig und Schütte, da sind doch parallel zur Hauptstraße fahren. Ich meine, das ist nicht, dass wir nicht machen. Und wenn das so einfach ist, wie du siehst, also da wundert mich zwar, dass für 3 Jahre nicht ruckzuck die Velosphäre gebaut sind. Ich meine, kann ich nicht hier kommen, aber einmal hier machen, wie wir mir just heute oben mit der Face durchschlichen. Wir dürfen überhaupt nicht machen, aber wir bräuchten just ein bisschen rauszukommen und da gingen wir hier mit den Leuten schwätzen, da wäre ein Velospiste. Ich meine, die Leute können nicht bestätigen, wir führen ganz, ganz viele Gespräche mit Giederengem. Und ich meine, das ist nicht so einfach. Wenn es so einfach wäre, hätten wir schon die Velosphäre überall. Ich meine, wir sind nicht die Einzigen. Du hast schon gesehen, dass schon etwas vortuscht, Niederrhein an Minzburg. Ich ziehe ein Beispiel zu Altschütter, wo auch viele Leute um den Tisch dabei waren, wenn du verhandelt hast. Das haben wir ja nur gemerkt. Und ich so nicht, muss ich noch mit den Leuten schwätzen, die proprietär sind, muss ich in denen entgegenkommen. Und das ist nicht immer so einfach. Und das lohnt für heute zu machen, junge Leute mal ein paar Bayer an, dann, also komm mir erzählen, den Leuten haben kein Meerrecht. Wir sind die allerletzten, die nicht alles machen, für das wir sicher mit dem Velo können fahren. Wir werden gucken, für das bis auf so eine Aktivität zu kriegen. Die Velospiste, wie gesagt, hier hat den Häuser, das lebt, aber auch da, ein PRP braucht seine Zeit, den hat auch schon ein Kind genehmigt sind. Ja, das ist schon 20 Jahre schwätzen wir von dem PRP, wo wir am Gang sind, für das dann durchzuziehen. Und die Achse C4 sind, die kommen, auch Lars Steisebund. Ich meine, mir habe gesagt, wir hätten gerne an dem Naturschutzgebiet, hätten wir gerne eine Couloir Lars Steisebund. Da haben wir darauf gehalten, dass wir die Couloir nicht an Natura 2000 Zonen kriegen, dass wir die Velospiste bauen. Und da gehen Etüden gemacht, das sind Umweltetüden, also das lohnt nicht für heute machen, wie man das einfach so aus dem Stehen zu schlagen. Wir sind da Hand, wir wissen genau, was wir wollen, und die Leute wissen auch, dass wir das wollen. Aber ich meine, wenn ich mit den Leuten schwätze, sie verstehen das, auch die wissen reden, dass es nicht einfach ist. Aber sogar, was dein Velospiste um Kollektor angeht, wir sind interveniert, dass das überhaupt soll auch durchgezogen werden. Aber da sind auch noch immer Etüden am Gange. Und da muss auch noch geguckt werden, wie nur bei der Autobahn und so. Also das ist nicht immer alles so einfach wie ausgesagt, dann die Chefrot heißt die Letzten, die nicht aktiv sind. Ich meine, das brauchen wir nicht so zu lassen. Und ich will die Gemeinderat, manche Majorität aus diesem Gemeinderat vertrauen genug an uns hört, für überzeugt zu sein, dass wir da weiter gut schaffen und dass wir da proper Reso kriegen. Ja. Ja, weil ich verstehe, dass da die Motion da nicht matt droht. Mir da bedauern, weil das keine Kritik, das ist doch ein kleiner Elan, den wir wollen, der sagt, gehen. Ich meine, da wird aber flott, wenn wir uns ein Datum nennen, was man so nach 6 Monaten, wo da mit konkreten Plänen, mit etwas Konkretes auf den Tisch kommt, und mit einem Kalender, wo ihr seht, das realisieren wir an dem Zeitraum. Weil, wenn ihr wollt etwas machen, dann muss ich, wenn ihr Ambitionen habt, dann muss ich noch die Ambitionen definieren, muss ich in den Kalender an ein Programm gehen. Weil so ist das immer schön geschwätzt, wir machen hier und wir machen da und geschieht nichts. Ich bin aber der Meinung, wenn der Bund vorsieht, aber wenn das so positiv ist, wie das von dir durchgestaltet wird, da bringt uns 6 Monate ein Plan, ein Programm an den Kalender, wenn ihr die erste Velospiste hier an der Gemeinde könnt realisiert gehen. Von das wir, da gebe ich so, dann hat uns der Mann von Motion wenigstens etwas für die Bürger von dieser Gemeinde gebaut. Auch das wenn man nicht machen. Ich meine, wir verzappen halt nicht, versprechen Leute nicht, wenn wir das können halten. Ich meine, wie wird der Kalender rausgesehen von der Velospiste Minz bis Niederrhein? Alles an der Reihe, alles an Butter. 2 Jahre lang, nichts geschieht, findest links und rechts Probleme, die wir hatten. Die Velospiste übersieren als Schütter, die ich immer zitieren. Du hast doch mein Chef schon einen properen Kalender eingelöst. Die haben kein Velo, der gefahren. Das ist noch nicht gemacht. Es wird nur gemacht am Kader vom Chantier. Ich meine, wir werden Sachen machen, wir machen alles so sehr, wie es nicht mehr geht. Machen wir. Wir sollen ja auch von Madrusi mit dem Plan.
wir dezidieren, wir können nicht etwas mehr, wenn wir da Koren haben von den Verwaltungen, wenn wir mit den Proprietären gehen, und da braucht es Zeit. Und wir können die schönsten Kalender vorlegen, wir können alles vorlegen. Wir werden gucken, dass Velospisten entstehen. Wir haben an der letzten Sitzung klar festgehalten, dass wir bis 2030 so viele Kilometer Velospisten machen, wird noch mehr. Wir haben Projekte für Velospisten noch sonst immer nach, wo wir auch demnächst werden durchkommen, wo wir aber für dich müssen gucken, geht die wir haben. Immer habe ich Sachen versprechen. Ich meine, wir sind am Gang zu machen. Das ist ja alles, ich meine, die sind ja alle lang genug dabei. Ich meine, die wisst ja alle gut, die hat alles schon 100 Sachen versprochen, die dann nicht hat Kinder halen. Von der Alke ja direkt, ja, du nicht schon, die anderen von euch selber. Und das ist einfach, ich meine, wie gesagt, wir machen, wir wollen es nicht, wir können es aber nicht, keiner ist aber so, wir geben nicht mehr, wir sind nicht aktiv, wir machen alles, was wir können. Wir spielen noch immer voll Transparenz, zählen nicht immer, was lebt, auch immer, aber wie gesagt, RGTS-Reso und so ändert, können ganz viel ändern an der Mobilität haben. Und da werden wir auch gucken, dass wir die nächste Velos für mehr, wie zum Beispiel an der Rue de Sendingen, wo wir auch gucken, für dann der Velo, am Velo sicher mal da durchzukommen, dann handeln durch den Engpass. Das sind überall so Sachen, an all die kleinen Stücke gibt ja noch ein Konzept. Voilà. Serge. Ja, schon am Anfang just eine Bemerkung, dass es für Druck gesagt gehen, das ganz für keine Kritik. Ich erinnere mich an eine Motion für ein paar Monate im Dörfkehr, im Kader vom Dörfkehr, das war ja auch anscheinend keine Kritik, das heute ist ganz klar für mich eine Kritik. Und ich habe nicht die Impression, dass die bei all den Projekten, die an der Mer sind, die wirklich, die sieht, dass den Chefrot an Majorität, dass die Vollgas gehen, und ich habe echt die Impression, dass die vielleicht den Horizont verloren hat, für zu sehen, was alles für Projekte umgesetzt wird. Gut, komm, ich meine, wir sind soweit eins. Wie gesagt, der Chefrot proposiert, dann die Motion da nicht umzuholen, weil das nicht nötig ist, weil wir gute Wege sind und auch Konzepte haben. Fängt mal an. Ich selber, nee. Wir wollen sie nicht tun. Den nächsten Zettel, Jean Kaufmann. Ja. Claude Marsan. Nee. Kilian Ries. Und Serge Stein. Nee. Nico Welsch. Ja. Gilles Altmann. Dali Altmaisch. Nee. Vic Back. Nee. Serge Eicher. Und Nora Fodjarin. Voilà, da gibt man die Motion dann klassieren. Da kommen wir zu den schriftlichen Aufrufen von den Conseillern. Da sind noch zwei Aufrufe von den Kollegen von der DP kommen. Jamp. Ich wollte noch etwas mündlich dingen. Du hast vom öffentlichen Transport geschwärzt. Also, ich habe nach bis heute kein Flyer gekriegt, dass seit dem 15. September ein neuer Fahrplan besteht. Also ich bin nach Kek, dann habe ich mit Leuten geschwärzt, die mich kontaktiert haben, die wissen da doch nicht. Ich weiß just, also ich bin nach Kek, ich weiß just darauf hin, dass dann nur geschwärzt wird für Verbesserungen links und rechts, also für die Gemeinde Schütte, für Münch leider ist die Gemeinde Schütte also eine immense Verschlechterung. Weil den neuen Bus, der fährt, der kennt für Straße, der kennt von Sandfaller, da fährt nach Straße. Und dann Schütter beim Gilles bleiben halen. Und dann aktuell noch bei der Kirche, wir waren als Schütter in der Sobbers, bleibt noch 100 mehr halen. Und da fährt noch Minzbech, die Industriezone, da fährt dann direkt von der Industriezone an Stadt, die Kirche hier ab. Nicht mehr über die Dranwen. Nun aber Leute, die sind mit dem Bus da, ob die Dranwen an Spurkäse gefahren, an der Sippa gefahren, die sind da an den Matsch gefahren. Und dann noch dabei, die zwei Bussen, die fuhren noch nach den 142 und den 144, 7 Minuten haben René. 7 Minuten haben René fuhren die zwei Busse, kämen über die Dran, das heißt, mit dem öffentlichen Transport, als Gemeinde Schötterlo, mit 2 Bussen, mit die Dran, nicht mehr angeschlossen. Leute, die auf die Dran an Spurkäse gefahren, ich wiederhole das, ja. Leute, die an der Sippa gefahren sind, oder an Schwämm gefahren sind, die können den Bus nicht mehr holen, weil der Bus, der fährt aus der Industrie, und da sind, soweit ich das mitkriege, 3 Reihen, und da fuhren die 2 Busse Räder an Start drauf, und dann nicht mehr durch die Dran, sondern da können noch dabei
sie kommen noch nämlich die WRM, sie kommen noch eben die dran von RIM. Also das wird Gemeng Schütter für Mundschleid eine wesentliche Verschlechterung wie für Druwerk. Für das wüsste man Mattdelen, was momentan Fakt ist. Ja, das ist vielleicht faktisch mengen, ihr wisst, dass du als Schütter Chantier hast. An den 142 die für den Moment durch so eine Aktivität darüber mit das schon viel gesehen, dass no van fertig ist der Seebus durch so eine Aktivität fährt von den RGTS Dingen ganz umgesetzt, dass der Seebus soll durch so eine Aktivität fuhren direkt op den Kirchbierch, dass den anderen Bus dann weiter über Niederrand fährt. Ich meine, wir suchen Niederrand, wenn die waren nicht froh, dass die Bussen halt da durchfuhren. Aber am RGTR war wir viel gesehen, dass die Bussen da durchfuhren. Das ist, dass den 142 umgeswitcht ist, den direkt durch so eine Aktivität darüber fährt, den 144 fährt aber noch die normale Schema dafür erst. Ich meine, wir haben eine Serie, den mit dem Leute können für 1 Euro ohne Problem ob Niederrand fahren. Gut, kostet dann 1 Euro. Wir werden da noch gucken. Par contre, haben wir einen großen Vorteil, dass 142 aber auf die Sandpfeiler fährt, bis auf die Sandpfeiler gehen. Das heißt, können den auf die Sandpfeiler hin, den 122 fährt doch über Sandpfeiler auf die Sandinger Birch. Natürlich, den Punkt, auch den auch in Zukunft wird Sinn, dass in die einen oder anderen Chemie muss umsteigen. Das ist klar, weil in Zukunft wird ihn dann auch nicht mehr, wenn 144 Schenke ernst wird, auch nicht mehr können auf Gär fahren. Mit sind aber ganz grob Verbesserungen da. Am Moment gesagt wird, wird ja wohl von andauernd Bussen, also mehr kann ich ja nicht wünschen. Und auf der Gär kriegst du auch nach. Die Explication ist gut, echt für mich ist, aber eine aktuelle Situation, genau. Wo die 2 Bussen, wo die Gemeinde hat, da die dran, wenn keine Verbindung mehr hört, auch die Verbindung mit Sandfälle, ja, du hast noch können so, und die Serie kann ich noch für Sandfälle holen, die kann ich überall holen. Ich will wissen, dass das auch kein Vorwurf, Jean-Paul. Ich weiß just nicht mehr drauf hin, vielleicht die Bus geholt haben, den noch nicht mehr können können. Nicht mehr, nicht mehr. Und dafür, da das mein Vorjahr und der Chefrat, für das nur zu gucken, ob das bestehen bleibt oder ob das ja nicht mehr, nicht mehr. Also wie gesagt, voilà, das war meine Frage. Ja, nicht das Recht, wir haben noch einen Brief, wo den Transportminister gemacht hat, das heißt, man soll schreiben, wie den RGTS die ganze Reorganisation da ganz erkräft tritt, weil das ist nämlich das Problem. Sie haben verschiedene Sachen gemacht gehen und effektiv ist die Verbindung dann an den Wäsch gefallen. Wir werden da intervenieren, dass da auch etwas geschieht. Voilà, merci. Voilà. Gut, dann wie gesagt, die nächste schriftliche Aufrufe nach. Ja, wir hatten dann eine schriftliche Aufrufe zu den Arbeitsstunden vom Agent Municipal. Ich meine, damals, wie wir den aufgestimmt haben, hat das Herrsch gesagt, okay, die dann alle 3 Monate Rapport gemacht kriegen über die Aktivitäten. Wir hatten da noch eine Question gefragt, für da eine Statistik zu kriegen. Wir wollten den Exerzice dann wiederholen, für da eine Abstellung zu kriegen, was da vom Pescher in den letzten 2 Jahren gepasst ging, und notamment auch vielleicht das Split, wie viel davon wirklich Parkprobleme sind, wie viel Baureglementsprobleme sind, wie viel Probleme sind zum Reglement der Police. Pro habt der Studer begründet, dass man zwar gesehen hat im Umfang wie der Pescher da, weil da immens viel Initiative geholfen sie für Purer, die jeweils falsch geparkt und erstens wie dich mal darauf hinzuweisen, dass falsch parken, dann ein Protokoll geschrieben hast. Dann sind auch Protokolle geschrieben in letzter Zeit, haben wir aber festgestellt, dass da war auf ganz Reihe Plätzen, auf dem Trottoir geparkt ging, wo auch die Schlangen Autos auf der nämlichen Platz stehen, Trottoir stehen, wo nicht interveniert ging, nämlich stehen noch mal Camper über ein paar Parkplätze, wo ich auch nicht gesehen habe, dass da interveniert ging, dafür wollte ich mal denken, nachfragen, wie dort Statistiken sind und ob da extra Kersine gehen, dass da Männer protokolliert gehen, also ich würde vielleicht meint. Ja, aber ich meine, die Aktivitäten von unserem Agent Municipal angeht, also so, wir feiern auch nicht das Buch, wie ich den, wo er war, wie ich in einen Kehr gucken war, ob da irgendwo Comedy mit der Leute war, wie ich in einen Hack mich so schneiden lassen, das tun wir nicht. Was die Protokollen angeht, die ihr gemacht hat, da können wir euch so, aber just so, wir haben das noch gefragt, das hat ein bisschen extra von der Police, muss das dann extra noch gezählt gehen. Das ist so, dass die Polizei gesagt hat, dass ich meine, es große Diskussionen über die ganzen Registern, also Dinge, die da gefordert gehen, Databasen, und das Protokoll angedroht ist, wenn den Protokoll bezahlt ist, wird das gelöscht und dann ist das fertig. Wir haben aber die Chiffre gekriegt, das heißt für 2019 und 2020, da sind 473 Protokolle in 2019 ausgestellt gehen.
Du von 374 zu Minzburg vertappt sich zu der Aktivität aus 71 Schritte die Straße sind die beste die man kriegt nahe Feier an Ivasiere waren das der 23 an das Jahr hat man bis der 123 länger 50 zu Minzburg 20 Schritte 16 Straße 12 Neuhäuschen a 16 Ivasieren das hier geschrieben wird. Wie gesagt, die Zölle sind nicht wiederum als veröffentlichen, da tun wir von der Police Titel der Information krit, die sieht hier aber do ganz aktiv. Was Parken Trittwer geht, ich meine, da sind wir sehen, ich bin immer gesagt, auf der Hauptstraße, das ist besonders, da darf man denken, gerade Trittwer stehen, das ist aber ganz klar, in dem weit im Trittwer steht, respektiv den Durchgang blockiert, der soll gepasst gehen. Und das ist die Instruktion, die ihr hört, was die Menge noch meistens möchte, von aber wie gesagt, hier nicht immer überall. Und, ich muss so nicht persönlich schon noch keine Reklamationen weiter kriegt, von falsch Prachen, darum hat weiter Chemie angerufen und scheint drauf gekleidet, geht reden und just möchte nicht, verstehe ich nicht, mehr, wie gesagt, nur nicht so viele Reklamationen an der Sache. Der dann hat mit dem Camper, wusste sie, den Mann hat angefragt, den hat sein Camper gelohnt, den hat den stehen, den hat den geladen, den hat gefragt, ob er eine Camper dich stehen lässt, und immer gesagt, wenn an der Vakanzenzeit war, das wäre eine Reihe, hier könnt ihn dann da hinstellen. Am Anfang hat noch verschiedene Leute gemeint, die geben einen campieren, mit denen hat just sein Camper dahin, den hat bei der Gemeinde angefragt, hat auch die Autorisation gekriegt. Ich meine, für den Rest hier probiert, bei den Leuten eins zu gehen. Ich muss euch so, heute da nicht immer einfach immens viel Notbestreit, immer mehr, besonders nach dem Konfinement, wo die Leute sich an die Tore kriegen, aber ich weiß nicht, was. Probiert den Mann dann immer zu schlichten, so gut es geht. Auch Parken an der City, jeder meint, bei ihm für der wir singen Parkplätze an, wenn er muss auf die andere Seite Parken gehen. Da wird das nicht an der Reihe. Ich meine, da hat viele Diskussionen. Aber ich muss so, ich kann nicht mehr löwen, ich werde sagen, habe ich übrigens Police auch, die so, also, tun nicht lange nicht allgemein so Mann wie hier, den sagen, habe ich exzellent möchte. Was Baureglement geht klar, da wird geschickt zu kontrollieren, wann irgendetwas gebaut wird. Mit das nicht seine Mission für dort zu intervenieren. Hier geht just gucken, seht mal, hey, stopp. Aber dann sind also als Urbanistin, die das dann noch guckt. Was Comedy oder so geht, da schicken wir noch darüber. Ich meine, das Entrepreneur muss zu früh aufhängen, wo dann auf Chantier geht. Auch oft darüber, das Bulli an der Straße ist, die Geschichten. Wie gesagt, hier interveniert relativ viel. Dann hat gefragt, was Depot d'Ordure. Überall, wo Dreck liegt, gehen wir Protokolle machen, Slashluchen nach, wie viel Säcke man gezeigt, bei der Kläranlage an der Feldwehr rundherum da waren. Also wie gesagt, dort auf den Grillplätzen, hier hast du aber permanent am Gangen. Und ich muss sagen, ich möchte eine gute Arbeit, ich probiere wirklich mit den Leuten zu schwätzen, und das ist nicht gut. Ich meine nicht, was bei ihm auch ein Freirufen, dann hält er nochmal einen anderen Ton. Aber wie gesagt, er ist wirklich voll beschäftigt, und er ist ja teilweise schon am Niederrhein gekümmert. 20% schafft ihr nach theoretisch für die, wenn den hier ein Agent municipal am Congé ist. Ich habe nicht mehr positiv Retouren von ihm gekriegt bis jetzt. Die sieht ja auch, dass noch passt. Das ist ganz klar, wir sind keine Polizeistadt. Wir wollen hier nicht Leute andauernd schikanieren, an überall der Passion. Wenn Leute Probleme haben, können sie den Bürgermeister verweisen. Ich meine, es war noch immer so, das war zum Jamsinger Zeit auch so, der Passion, den Simon erstanden, der Bürgermeister hat die Relationen mit ihm gehabt. Und wie gesagt, Reklamationen sind, ich fand alle gut, und für den Rest muss ich sagen, möchten Daniel aber eine ganz gute Arbeit. So keine weitere Remarke, Nico. Ah ja, die nächste Frage, ja, pardon. Nee, ich hatte gefordert, ob eine Remarke, die nächste Frage. Nee, ich gebe dann noch die nächste Frage, die wir als DP gestaltet haben, übergehen. Da geht es um bezahlbaren, oder was die früher genannt wird, sozialen Wohnungsbau. Wir hatten eine Tradition hier in der Gemeinde, ich sage das nicht für die Dicht. Ich habe doch bei dem PAG schon gesagt, eine Tradition an der Gemeinde für sozialen Wohnungsbau zu bauen, wie zum Beispiel an der Rue de la Sire, an der Thomas, Leibirch, an Demos wie der PAG gestimmt ging, haben wir als DP auch bemängelt, dass an dem PAG am Anfang kein größer Fläche für soziale Wohnungsbau vorgesehen war. Wir können zwar hören, dass punktuell Sachen realisiert gehen, aber nicht an dem Maßstab, wie es an der Zeit mal, an der Tradition hier an der Gemeinde war.
Demos wie de PAG am Gemengerot diskutiert gin ass könnt euch erinnern, du war eng Meinungsverschiedenheit, die sondern immer ganz diplomatisch zwischen dem Direktor von der SNHPM an unser Gemeng, die dann an der nationaler Presse ein bisschen stärker abkommen ist, von uns Gemenger noch nicht immens gut rauskommen ist. An dem haben wir das dann noch am Gemengerot diskutiert. Und ich habe noch geguckt, was damals der Bürgermeister gesagt hat. Hat gesagt, da gibt es eine Reihe Ursachen, wie wird man mit der SNHPM nicht eins gewesen, weil die größere Projekte realisieren, und wir aber kein größeres Projekt wollen machen. Wir sind aber weiter bestreben, und ich zitiere, da, was am Rapport steht, ein gutes Verhältnis mit der SNHPM aufrechtzuerhalten, und weiter Projekte mit hier zu realisieren. Dafür wollte ich fragen, sind entretemps und du hast das schon verdrungen, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt, haben Gespräche mit der SNHPM schon entretemps stattgefunden und was für den Contenu von diesen Gesprächen? Ja, voilà, aber ich meine, was in dem Artikel an der Aufruf steht, das richtig. Für gut gewicht war noch dabei gestanden, dass der Bürgermeister dann am Kader vom PAG gesucht hat, weil der Bürgermeister hat bemerkt, das steht das bisschen von den Adressen, dass am Kader vom PAG gesucht wird. Also ich meine, das ist ganz klar am Kader vom PAG, und dazu steht der Bürgermeister und das Majorität nach immer. Wir hatten alte Summen eine Wurstum festgelegt. Wir haben gesagt, wo kriegen wir an der Gemeinde die Wurstum hin? Der Wurstum war am Ende am Perimeter war den zu machen, als ein Grund, wo ich auch nicht genannt habe, ein paar Terrain an den Perimeter geholt. Die Terrain sind sensibel Terrain, die sind nicht an den Perimeter gekommen. Du hast irgendein Keier, als du gekauft gehen, ohne irgendeinen Rücksprung mit der Gemeinde. Ich meine, ich will auch nicht immer um dieselbe Zoppen abkochen. Das war nicht, das war schon ganz klar. Wir waren als alle guten H1 Majorität, dass das nicht Platz wäre, für zu bauen. Das auch, was ich auch gesagt habe, ich meine, das habe ich nicht beim PAG gesagt, das habe ich in einem Interview gesagt, dass wir am Anfang mit kleinen Projekten hier sollen bauen und nicht so riesige Projekte wie die seit von der Stadt da gebaut gehen, was man schon nicht auch gut ist, ob der Platz da vielleicht auch flott ist. Ich hatte damals mal beim Direktor von der SNHPM ein Gespräch, wo jemand klar gesagt hat, wir müssen einen gewissen Anzahl von Wohnungen bauen, wir können nicht aufhängen, ein Haus links und ein Haus rechts zu bauen. Das werde ich auch verstehen. Für den, dass sie nicht können, sie müssen nur leid tun, das dann kompliziert, dann ihr seht, das rentiert sich auch nicht. Was ich verstehe, weil sie wollen günstig bauen, und übrigens bauen sie auch ganz gut. Die drei Projekte, die genannt sind, ich meine, Hannah Thomas, Rue de la Cire, das sind Projekte, die sind an einer Zeit gebaut, die wird gemeint gesagt, wir bauen Häuser, wir verkaufen sie. Ich meine, Rue de la Cire und leider ein Flotthäuser gekriegt, wo sie teilweise selber gebaut haben, auch ein ganz gut Plus-Value drauf gemacht. Die Häuser sind aber zum Teil verloren, wo nicht mehr Leute aus der Gemeinde wohnen, die verkauft sind, respektive wo die Leute die Häuser gekriegt haben, aber nicht da wohnen. Das heißt, da haben wir wahrscheinlich nicht 100% Ziel erreicht, wenn wir damals hatten. Da sind noch andere Häuser, wo wir dann verkaufen, wo die Gemeinde den Terrain gibt, wo die Häuser da verkauft gehen. Das sind dann noch größere Projekte. Hannah Thomas, meine Stadt, wollte die Gemeinde auch am Anfang mehr, weil das dann nicht so geklappt hat, dass sie noch das nach Sperr mitgehen. Und dann haben als Viergänger, die noch bei den vierten Chef, war das schon die am Leierbier durch die Projekt gemacht, wo die Häuser dann verkauft sind. Wir sind aber dann auf den Dinge gegangen, wo wir gesagt haben, wir wollen aber mal mehr lokativ machen, weil auch ein Haus bei der nach Sperm kaufen kann allein nicht jeder sich leisten. Wir haben gesagt, wir gehen auf den Weg und gucken mal, für lokativ zu kriegen, weil das hat man gut gehen. Wir haben das gemacht, wie du gesagt hast, wir längst jetzt Häuser. Wir haben auch den Zettel, den wir noch rausgehen. Ich meine, das ist schon, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben mal einen Abruf gemacht, wir als Gemeinde können noch kaufen. Wir können noch kaufen, wir können noch das machen lassen durch einen öffentlichen Träger. Da sind wir noch. Und da werden wir mit allen öffentlichen Trägern zusammen schwätzen, dass das nach SPM, das Fonds Logement, zu denen wir im direkten Major ganz gute Kontakt haben, wir werden mit denen Projekte machen. Ich muss auch sagen, dass nach SPM, die hat auch andere Approchen, die sind noch für andere Sachen, ich weiß auch, was die an andere Gemeinden machen. Und wir werden noch mit dem Direktor von der SPM schwätzen. Ich meine, wir müssen aber konkret Projekte nehmen. Noch da wird sich den Direktor von der SPM abhalten und eine gute Geschichte erzählen. Da fragt mich ja, was für ein Terra schwätzen wir. Dann sage ich, ja, nein, wir holen uns Zettel rausgehen, wir warten mal. Wir werden eine Reunion mit dem Team machen, noch ein Gespräch. Wie gesagt, ich hatte damals mit dem Ritz, dass wir zusammen das gingen machen. Ich habe auch gerne bereit, das heute zu machen, wenn wir wirklich das können. Und ich muss sagen,
wenn wir Häuser kaufen, auf der Hauptstraße oder so, wenn wir da kriegen, wo wir illustriert hatten, so Projekte, wo wir gesagt haben, guten Urbanismus. Wir können guten Urbanismus machen, wenn wir Dinge kaufen gehen, wenn wir immer denken von hinten nach dem Bau, weil du haben wir zu weit gebaut wird. Und ich meine, du kannst ganz viel Sachen machen. Wir sind noch da am Gange, wir werden noch mit Projekten auf den Tisch kommen demnächst. Da läuft schon etwas. Aber wie gesagt, es soll nicht den Eindruck sein, wenn wir irgendetwas mit diesen SPM hätten, wir okay Probleme mit ihnen. Wir haben Kontakt, sie sind eine gute Firma, sie machen flott Sachen. Ich meine, sie sind immens vergrößert, sie sind immens gewusst, also noch andere Möglichkeiten. Aber wir werden auch bei allen Projekten, die wir in Zukunft bauen, werden wir auch auf sie durchgehen, für zusammen etwas zu machen. Aber bislang, wie gesagt, ich schon nicht durchgerufen, weil ich weiß nicht, was ich im Sozialen, was wir zusammen machen können im Moment. Voilà, so viel dazu. Das ist eine Frage. Nee, ein anderer Punkt. Ich meine, den Wickkurt nach einem kleinen Antwort, der Punkt, Club Sierdal, wo Taschkeiers mich gestaltet ist, aber wirklich, dass der Wickkurt delegiert am Club Sierdal ist, für dann noch vielleicht und ihm für ein Live-Antwort zu gehen. Okay, ja, das ganz kurz. Also, das Vorhaus vom GEM kommt gewirrscht. Am Budget vom 2020 vom Sierdalheim durch eng half Tag dran mit einer bestimmten Summe, wo du gefragt hast, ob die Platz schon besagt wird, ob du schon etwas gelaufen und so. Schon dass du noch gefragt an wirklich als ein Damm angestellt gehen, da das, weil ich kann noch den Namen nennen, ich meine die Hutze übrigens so an der Broschüre gesehen, du hast sie schon vorgestellt gehen. Madame Nora Pleimling, sie ist Edukatrice, sie ist vom 1.7., also 1. Juli des Jahr angestellt gehen. Also, was hier Payo geht, dann so, ich will da nicht darauf hinweisen, die Summe, die da am Budget stehen, da muss ich ja wissen, dass 87% vom Staat bezahlt gehen und dann die Rest 13% nach abgedeelt wird, ob die 10 Gemengen, die dann sich dort beteiligen, so dass die Summe so klein gewirrscht wird, das wäre 300-400 Euro gewirrscht, die danach pro Gemeng zu bezahlen gewirrscht wären. Du hast den Club Sierdal gegangen, kurz konfirmiert, dass nicht die Gemenge verrechnet gehen, dass das dort bis Ende des Jahres von hinten komplett überholt gehen. Als das Antwort geht das durch als Antwort. Du hast das ausgiebig beantwortet. Okay. Meine Frage war am Anfang, weil das wird nicht gemerkt, wenn die Budget gelesen wird, dass er für 2 Jahre eine Tagesrechnung an du hast die besagt, da macht das Staat beantwortet. Merci. Voilà, gut, dann haben wir alles beantwortet. Der Publikum, die Herren, hat ihr noch eine Frage? Besser Mikro. Das ist gut. Okay. Très bien, Madame Sommers, merci. Dann gibt es da wir den öffentlichen Teil von der Sitzung hier oben. Gibt mir also Streaming auch den Moment zu machen.